Fast. Fast. Frohe Ostern erstmal, ne? Frohe Ostern, Leute. Was geht ab? So, erstmal ein bisschen Wasser einkippen. Servus Schatz, Servus Ambro, Servus Chico, Servus Gimba. Die Chico möchte uns heute einen textlichen Beitrag hier vorführen, habe ich gehört. Einen Aufsatz geschrieben. Ach ja. Leute, das Champions League aus alle verkraftet, oder was? Alle überwunden? Dass der Traum geplatzt ist? Also ich musste ja nicht viel überwinden, ich habe es ja vorher gesagt. Natürlich schade, dass ich jetzt hier sitze und sage, ich habe es euch ja gesagt, aber leider ist es so. Es war ja sogar noch knapper, als ich es erwartet habe. Also von daher, ja, auch das habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass wir Meister werden, ne? Ist doch alles gut. War vorherzusehen, ja. Wenn man sich ein bisschen mit dem FC Bayern auseinandersetzt, war das vorherzusehen und eigentlich noch besser als gedacht, dass es so lange, oder dass man noch die letzten 10 Minuten wirklich die Chance hatte, noch in die Verlängerung zu kommen. Aber selbst wenn wir da reingekommen wären, machen wir uns nichts vor, Leute. Also ich denke, Inter hat gezeigt, was es für eine Mannschaft ist. Das genaue Gegenteil von uns. Es ist halt eine Mannschaft, die A, B, C, D, E, F, G spielen kann. Und wir sind halt eine Mannschaft, die nur A spielen kann. Und wenn in dieser Mannschaft, wenn wir dann A spielen, 3 Stammspieler ausfallen, dann sieht A halt aus, wie es aussieht. Ja. Dann reicht es gegen irgendwelche kleinen Bundesligamannschaften, die haust du weg. Aber sobald dann mal ein Gegner von Format kommt, ist halt einfach Ende. Punkt. Auch wenn es am Ende knapp war, natürlich nur ein Tor und so, kann man sich das alles schön reden, aber ja, wenn du die Leistung unserer ach so tollen Führungsspieler gesehen hast und unsere Großverdiener, weiß ich nicht, womit will man das abtun? I don't know. Ich meine, dass sie es können, haben sie ja dann zumindest, so Kimmich hat es ja dann gegen Heidenheim in der zweiten Halbzeit gezeigt. Erste Halbzeit war ja auch grottig. Keine Ahnung, den Druck nicht gewachsen, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube einfach zu viel Druck auf dieser Mannschaft mit dem Finale da oben. Ja, das ist mein Take am Ende der Geschichte. Unser Spieler des Monats regelt das schon. Ja. Also ich weiß nicht, warum der Spieler des Monats geworden ist. Das müsst ihr mir erzählen. Immerhin haben 17,3% oder sowas für ihn gestimmt. Vor Michael Olisse. Vor Michael Olisse. War gespannt, wann wir merken, dass die ganzen teuren Innenverteidiger nie das Problem an der Defensive. Ja gut, also jetzt mal Butter bei den Fische, war. Wenn wir haben einen Trainer, der ein sehr guter Innenverteidiger war. Wenn der davor die Augen verschließt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, dann weiß ich es auch nicht mehr. Echt nicht. Also, ich denke, es hat es diese Saison ja auch gezeigt, oder? Also wir haben diese Saison doch gesehen, dass wir starke Innenverteidiger haben. Ja. Wenn dazu Außenverteidiger auf dem Feld sehen und ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler da ist. Also das haben doch Spiele gezeigt. Ne? Ich erinnere mich an sehr, sehr gute Spiele. So nach den ersten 5, 6 Spielen in der Hinrunde, Kimmich, Pavlovic. Kimmich viel, viel defensiver, wie er jetzt gerade wieder spielt. Ja. Da hast du das gesehen, dass das funktioniert. Da waren auch beide Innenverteidiger stark. Aber wenn dann in der Zentrale wieder Kimmich Goretzka rumdümpelt, gegen Spielen gegen Inter Mailand, ja, I don't know, Alter. Also jeder, der die letzten 2 Jahre den FC Bayern verfolgt hat, da kannst du die weltbesten Innenverteidiger hinstellen. Dazu spielen wir ohne Außenverteidigung. Ja. Also ich denke, wir können das Thema Conny Leimer gerne nochmal aufmachen. Der ist ja alles. Das hat er ja auch jetzt gegen Heidenheim wieder gezeigt, wie stark er ist. Wenn er denn da mal im zentralen Mittelfeld oder auf einer Halbposition da vorne rumeiert, ja, das ist halt sein Bereich. Hinten ist das eine Katastrophe. Ja. So. Auf der anderen Seite war natürlich unlucky so mit dem Ito, dass er sich verletzt hat. Ich denke, das hätte ein bisschen mehr Stabilität gebracht.
da hast du halt auch keinen Defensiven. So, ja. Und wenn du nur außen, nur Offensive hast, in der Zentrale Spieler, die überall rumrennen, nur nicht da, wo sie hingehören. Ja, sorry, dann stell auf eine Dreierkette, war. Also wäre die logische Konsequenz, oder? Ulisse ist der beste und absolute Liebe. Dann hättest du übrigens noch einen da. Ulisse ist auf jeden Fall der Beste, ist eine Maschine. Blondie, vielen lieben Dank erstmal für dein Prime im 5. Monat. Ja, ich denke, man hat, oder ich hoffe, dass ein Kompanie daraus ein bisschen lernt. Ja? Ich meine, gegen Heidenheim, jetzt sprechen wir über Heidenheim. Ja, ist kein Maßstab, hin und her. Aber da hat er all das gemacht, was er gegen Inter nicht gemacht hat. Ne? Ist euch das mal aufgefallen? Habe ich auch schon in meiner Analyse gesagt. Wir waren vorne variabel, wir haben vorne mal durchgetauscht. Wir haben nicht nur stumpf 1 und 1 dasselbe gespielt. Wie gesagt, ein Conny Leimer war mal in der Zentrale. Wir haben sehr viel über eine Dreierkette hinten gespielt, ja. Mit sogar Kimmich als Rechtsverteidiger teilweise. Wir haben all das gemacht, was wir gegen Inter haben vermissen lassen. Ja. Aber so gewinnst du halt auch nichts in der Champions League. Ja. Ja, Champions League ist halt einfach ein anderes Niveau, Alter. Da werden halt Fehler direkt bestraft. So ist es halt. Vielleicht Spieler des Monats, weil er so freundlich war, bisher noch keinen Vertrag zu unterschreiben. Ja, I don't know. Ich meine, ich habe ja auch schon viel gelesen. So, ich weiß auch nicht, was ich dann mache. Ich weiß nicht, wie ich da reagiere. Entweder heule ich eine Woche mich im Schlaf oder was, wenn der ernsthaft einen neuen Vertrag bekommt. Weil ich muss mehr Richtung VfL Bochum tendieren nächstes Jahr, Alter. Ich weiß auch nicht. Also dann brauchen wir nicht mehr darüber reden, dass irgendeiner bei uns Fußball-Sachverstand hat, Alter. Ja, mit dem Leroy Sané den Vertrag verlängert. Katastrophe. Katastrophe. Ja, generell hätte für den Spieler mal eine Pause gut getan, aber auch da hat man nicht die Eier zu gehabt. Ja. Ich habe es ja schon in der Spielanalyse gedacht nach Inter. Nehmt euch Inter Mailand, die haben 3 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft und lassen erstmal 6 Spieler draußen im Spiel vorher. Ja. Let's go, Alter. Ja. Und wenn du die Leistung gesehen hast von so einem Harry Kane, von so einem Kimmich, von was weiß ich was, ich glaube, denen hätte alle mal eine Pause gut getan. Aber hätte Fahrradkette, ne? Wir sind raus. Finale daheim ohne uns. Können wir uns angucken, wie, keine Ahnung, entweder Graugänse Hansi mit Levi in München aufläuft oder ein Pavard mitten Jan Sommer. Das ist eigentlich so das Schmerzhafteste an der Sache. Ja, wir haben ja auch zwischendrin nichts geändert. Ja? Ich habe es ja auch vor dem Dortmund-Spiel gesagt. Du hättest halt das Dortmund-Spiel mehr hernehmen können. Ich meine, die kommen aus dem, was war das? 4-0 in Barca oder was? Ja. Warum nicht? Ja, du hättest auch vorher schon die ganze Zeit mal was ändern können. Ich denke, Kimmich als Rechtsverteidiger zu stellen, ist ein No-Brainer. Da spielt er in der Nationalmannschaft. Ja? Und genauso No-Brainer wäre es wahrscheinlich gewesen, Palhinha mal als wahren Sechser aufzustellen. Ich denke, das spielt er auch im Schlaf. Den ganzen Nacht um 3 Uhr wecken, sagen jetzt Abfahrt, dann macht er das. Ja? Aber wollen wir nicht, warum auch immer, spekulieren wir auch schon seit 2 Jahren hier auf dem Channel, warum König Josua, egal unter welchem Trainer, auf dieser Position gesehen wird beim FC Bayern. Das ist halt einfach so. Und wir werden es uns jetzt noch 3 Jahre gönnen können. Ja. Freue mich schon drauf. Ich freue mich immer, wenn ich Kimmich als Sechser sehe, der als erster den gegnerischen Torwart anläuft, während sein kongenialer Partner Goretzka im toten Raum steht. Der ist geil, oder? Die Lücken in der Mitte ist so breit wie eine 4-spurige Autobahn. Kannst du mit einem Mannschaftsbus in einen Zug wenden. Ja, das ist auch so. Aber anscheinend ist es ja so gewollt. Ne? Anders kannst du es ja nicht mehr erklären. Also, anscheinend ist es so gewollt, dass wir einfach ohne Sechser spielen. Ja. Ja. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ist halt wild. Man hat das Gefühl, als wenn uns wirklich eine Last abgenommen wurde mit dem Ausscheiden. Ja, hatte ich auch dann gegen Heidenheim so das Gefühl bei dem einen oder anderen Spieler, dass da einfach so eine Last abgefallen ist. Ja,
Vielleicht ist es einfach zu viel Druck gewesen. Kann ja gut sein. Sind da auch alles Menschen, wa? Brauchst unbedingt Katastrophen-Emote. Ja, dann mach doch mal eins. Aber Heidenheim und der Torwart waren grottig, ohne unsere Leistung spielern zu wollen. Ja, ich weiß nicht, der Torwart jetzt grottig war, weil er den einen aufs kurze Eck kassiert hat oder was. Sonst hat er doch ein paar ganz gut noch gehalten. Hätte er auch noch 3, 4 Tore höher ausgehen können. Und ja, Heidenheim war kein Gradmesser, definitiv nicht. Ja, also die waren in dem Spiel auf jeden Fall mindestens 2 Klassen unter uns. Also da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber trotzdem haben wir sie ja auch dazu mitgebracht, ne? Wenn man davor die Spiele sieht, wie schwer sich Leverkusen getan hat und so weiter. Aber ja, die stehen auch nicht umsonst da unten auf dem Abstiegsplatz, ja, oder auf dem Relegationsplatz. Also da müssen wir auch nicht drum herum reden. Na, die haben 22 Punkte in der ganzen Bundesliga bisher geholt. Also da müssen wir auch nicht künstlich stark reden. Ja? Also dass das Fallobst ist, ja, Punkt. Ja? So, klar haben die riesen Lücken gehabt in der Defensive, die waren maßlos. Ich weiß nicht, wie man, wenn man gegen den FC Bayern spielt, du kannst ja gegen den FC Bayern wirklich viel machen. Ja? Aber du kannst doch eine Sache nicht machen, dass die Mitte aufmachen. Ja, also jeder, der diese Saison den FC Bayern gesehen hat, hat doch gesehen, dass jede Mannschaft komplett den Bus in der Mitte geparkt hat. Ja? Weil über die linke Seite, alles gut, da brauchst du nicht doppeln, da brauchst du gar nichts machen, da kommt ein Leroy Sané oder ein Serge Gnabry, der wenigstens so ein bisschen kann, oder ein Kingsley Coman, das ist eh alles Fallobst. Ja, die rechte Seite ist die, wo es gefährlich drüber ist, die doppelste, und ansonsten machst du die Mitte zu. So spielst du gegen den FC Bayern. Und Heidenheim so, ach nee, Mitte, was ist das? So. Ja. Ich stell dir mal vor, Musiala wäre auf dem Platz gestanden. Stell dir mal vor, ein Musiala wäre noch auf dem Platz gestanden. Bei diesem Raum in der Mitte. Ach du grüne Neune. Ja. Also keine Ahnung, es war der erste Gegner, den ich diese Saison gesehen habe, der so viel Raum in der Mitte uns gegeben hat. Ja, und das war das Ding. Dann ist es ein leichtes für uns. Ne? Da könnt ihr ja noch froh sein, dass Harry Kane gerade keine Form hat. So, weil Harry hätte locker 3, 4 Stück machen müssen. Ja? Ja. Also da brauchen wir nicht reden, dass das nicht unser Niveau war. Ja, ich denke mal, ja, was heißt ich denke? Weiß ich nicht. Vielleicht will man den Jungen auch nicht unter Druck setzen irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich blick bei dem, was das großspurige Ankündigen von, ja, wir binden Talente ein, wir bilden Spieler aus und bla und Sülz und wie wir mit den Spielern umgehen, ich blick da nicht mehr durch. Also ich sehe keine Strategie, ich sehe keinen Plan, ich sehe die Strategie, wir bilden Spieler aus, wir verleihen die ein bisschen, hoffen, dass die irgendwo Fuß fassen und dann hoffentlich kriegen wir 5 bis 10 Mille und wir nehmen Geld damit ein. So, das ist so die Strategie, die ich sehe. Aber eine ernsthafte Strategie, zu sagen, komm, wir binden mal junge, gute Spieler bei uns ein, sehe ich gar nicht. 0. Absolut 0. Ja? Sehe ich nicht. Wie auch? Wo? So, für nächstes Jahr werden auf den Außenpositionen schon wieder Spieler gehandelt, Alter. Da packst du dir an eine Birne, anstatt einfach zu sagen, ja, gib doch die 2 Knallerbieren ab, die du da hast, oder am besten alle 3, wenn du sie alle 3 los wirst. Ja, und let's go, Alter. Schmeiß 3 Junge auf die andere Seite. Wir haben genug. Wir haben mehr als genug für die Außenbahn. Mehr als genug junge Spieler, die das spielen können. Da kannst du 4, 5 Spieler in den Konkurrenzkampf stellen. Ja, Feuer frei, Alter. Ja. Also wir brauchen ja nicht darüber reden, dass wir nur ansatzweise mit einem Kimmich als Sechser in den nächsten 3 Jahren nur ansatzweise irgendwie um Champions League-Titel spielen. Also das kannst du dir ja wohl, also jeder, der das noch glaubt, der ist auf dem verkehrten Film, wa? So, das wird nicht passieren, Alter. Ja, solange Kimmich unser Sechser ist, wirst du in keinem internationalen Champions League-Finale mehr stehen. Und schon gar nicht, wenn Leon Goretzka neben ihm steht, Alter. Ja? So, die ist einfach abgelaufen, die Zeit, Alter. Die Zeit war nie da in der Zentrale, machen wir uns nichts vor. So. Also, da hast du schon mal keinen Druck, du hast kein Finale da oben mehr. So, Champions League ist Bonus. Bundesliga, ja, alles gut, Alter. Wenn Alonso wirklich Leverkusen verlässt, ist Leverkusen, die pimmeln dann, die kannst du wie Stuttgart diese Saison, Alter. Die pimmeln wieder irgendwo rum, wo es keine Sau interessiert. Ja. Also, ich glaube nicht, dass Leverkusen das Niveau halten wird, wenn da ein anderer Trainer kommt. So, das würde mich schon sehr überraschen. Ja.
Also ist Bundesliga wieder eher ein Selbstläufer, es sei denn irgendwie Leipzig fängt sich mal. Dortmund hat gerade ganz andere Probleme, glaube ich. Weiß ich nicht, es sei denn, die kommen noch irgendwie in der Champions League oder was, ansonsten wird es auch schwierig. Also heißt das für uns Mut zum Risiko nächstes Jahr. Aber wird natürlich nicht passieren. Die Mannschaft ist eigentlich nicht ordentlich zusammengestellt, weiß leider aber nicht, wen man am meisten kritisieren kann dafür. Trainer, Sportdirektor, Sportvorstand oder doch Aufsichtsrat. Also jetzt mal, wenn wir das ernst nehmen, was so ein Winnie von sich gibt in den PKs, dann kannst du den Winnie da schon mal rausnehmen. Ja, der wird natürlich sagen, hier, was weiß ich, Max, Christoph, hier, das sind meine Vorstellungen. So, und dann ist er raus. Ja. So, er sitzt ja jetzt auch da und sagt, ja, ich muss mit dem arbeiten, das ist mein Team, bla bla bla. Ja, dann ist das so. Ja. Und nochmal, ich habe es ja schon vor der Saison gesagt, beziehungsweise dann in der Hinrunde. Ich denke, dass Max Eberl und Christoph Freud noch ganz, ganz andere Ideen hatten für diesen Kader letzte Saison. Aber wenn dann natürlich so ein Uli sagt, keine Geldscheißer, vorbei. Ja, dann frage ich mal, wer daran schuld ist jetzt. Obwohl wir spielen eine gute Saison, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also ich habe ja vor der Saison gesagt, mehr als der Meistertitel und das auch nur, wenn Leverkusen nicht so performt. Ja, und genauso ist es gekommen. Also du kannst ja froh sein, dass du so weit gekommen bist in der Champions League. Also wir gucken uns gleich nochmal, werfen mal einen Blick zurück auf die Spiele, aber nimm nur das Playoff gegen Celtic, Alter. Also, da hättest du auch ausscheiden können. Ja, das war eine Katastrophe, da sind wir wieder. Ich brauche Katastrophen-Inmut. So, ja, über was reden wir, Alter? Und Inter hat dann uns einfach gezeigt, was es heißt, eine Spitzenmannschaft zu sein. Und das noch nicht mal mit überragenden Fußball oder sowas. Aber sie haben uns einfach gezeigt, was es heißt, eine Spitzenmannschaft zu sein. Ja? Weil das eine Mannschaft ist, die einfach so macht, den Schalter einschaltet und loslegt. Und wenn sie das erreicht hat, was sie will, zack, Schalter aus, Gang raus, schön wieder geordnet, taktisch, bum, bum, bum. Nicht schön anzuschauen, definitiv nicht. Ja. Aber uns komplett rausgenommen. Rubik zu 0 hat mich echt sehr gefreut, er war so stolz. Ja, verdient auch, ne? Hat doch eine gute Partie gemacht. Hat aber auch gegen Inter Mailand schon eine gute Partie gemacht, in meinen Augen. Harry Kane ist kein 1:1 Levi-Ersatz, er spielt ganz anders. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Hey, braucht Leute um sich rum, um den Strafraum besetzen, wenn er sich fallen lässt. Das ist richtig. Das ist entweder Ulisse, noch Sané oder Coman. Da passt Serge noch am besten, obwohl mir das schwerfällt zu schreiben. Nee, das stimmt ja nicht. Also Musiala macht das ja auch. Musiala hat sich da verbessert. Ja, eben, genau. Also ich denke, Musiala hat da viel gelernt in dieser Saison. Das hat man auch gesehen. Hat auch nicht umsonst so viele Tore, wie er hat. Ich denke schon, dass er da auf dem Weg ist. Aber ja, du hast hundertprozentig recht. Du kannst natürlich nicht einen Harry Kane mit Lewandowski vergleichen. So. Wie du sagst, Harry Kane ist ein Spieler, der oft genug nicht im 16er ist. Ja? Und der braucht dann müssen die anderen Spieler da reinrücken. Ja? Ganz einfach. Und das ist ja auch, was ich zum Beispiel vermisse, wenn so ein Goretzka auf dem Feld ist. Ja? Aber der muss ja dann irgendwie, ich weiß nicht, wo der immer rumpimmelt, auf irgendeiner Halbposition im Niemandsland. Ja? So, wenn sich so ein Harry Kane so weit fallen lässt auf eine 6er, 8er Position, ja, dann muss halt mal ein offensiver Achter in den Strafraum rein, Alter. Ja, wenn unsere Außenspieler das nicht tun. So, da muss ja irgendeine Taktik her. Ja? Keine Ahnung, ganz schwierig. Aber ja, das weiß man, wenn man Harry Kane, ne, also, das ist ja jetzt nichts Neues. Mr. Mini, servus. Serranto, moin. Ich als Bayern-Fan habe die Hoffnung schon längst aufgegeben, dass wir junge Spieler einbauen. Ja, ich mittlerweile leider auch. Deswegen lasse ich mich nicht mehr hypen, wenn Junger bei uns was kann, ist leider nur Verkaufsmasse für unsere Führung. Ja, irgendwie ist es gerade so, ja. Leverkusen pimmelt doch jetzt schon rum. Ja, ist mir egal, was Leverkusen jetzt macht. Heute bin ich gut drauf. Bei solchen riesen Baustellen im Kader überhaupt über Witz nachzudenken, ist auch schon mehr als wild. Aber na, wir machen ja Gewinn, aber haben kein Festgeldkonto mehr. Kann mir auch keiner erklären, wie das funktioniert. Ja, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen.
Also aus meiner Sicht kann es nur daran liegen, dass die Märkte gecrasht sind und das Geld spekulativ angelegt war. Anders kann es nicht gehen. Na? Oder du hast jetzt, wir sehen, nächste Saison das Riesenminus, weil, keine Ahnung, weil Jamal Musiala 100 Millionen Handgeld gekriegt hat und Fonsi 50 Millionen. So, dann fehlen uns 150 Millionen. Ja. Aber das werden wir dann sehen, ja, bei der nächsten Jahreshauptversammlung. So, das wäre der einzigste Punkt, Alter. So. Oder man hat gesagt, Jamal, oh, komm, 5 Jahre, wir zahlen dich direkt aus, die 5 Jahre. Oder was? Ja. Aber selbst dann schreibst du es ja ab über die nächsten 5 Jahre. Also weiß ich auch nicht. Ja, ist lächerlich. Sorry. Ist lächerlich. Blickt auch keiner durch, also. Wie erklärst du dir das Ausscheiden immer so früh im DFB-Pokal? Ist es euch zu unwichtig? Also dem Verein jetzt? Ist es eine Arroganz des Vorstandes? Nee. Nee. Ich glaube nicht, dass uns das unwichtig ist. Ganz im Gegenteil. Erstens wäre es natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Zweitens ist es jetzt auch schon ein bisschen was her. Ich kann mal die letzten 2 Jahre nehmen. Tuchel hat es vertuchelt, indem er Harry Kane draußen gelassen hat. Ja, das war zu großkotzig von ihm, definitiv. Und jetzt hat es Manuel Neuer verneuert, Alter. Ja, das war eine unnötige rote Karte. Hat natürlich auch der Trainer mit Schuld dran, dass er Neuer überhaupt aufgestellt hat mit dieser Form. Ja, wir haben nicht schlecht gespielt gegen Leverkusen, das muss man mal sagen, ja. Also dieses Jahr war es wirklich unglücklich, dass wir ausgeschieden sind. Davor die Jahre, keine Ahnung. Also wenn ich an das Spiel gegen Gladbach und sowas denke, ich weiß das nicht. Weiß nicht, ob man. Ich glaube, das Problem ist immer, wir haben jedes Jahr einen neuen Trainer. Wir haben jedes Jahr einen neuen Trainer gehabt. So, dann hast du einen neuen Trainer, dann geht die Saison los, dann hast du direkt Pokalrunde und dann bist du noch nicht gefestigt. Der Trainer hat was weiß ich für Ideen und sonst was. Keine Ahnung. Ich meine, selbst das darf kein Argument sein, wenn du gegen Saarbrücken ausscheidest und so weiter. Ne? Ich kann es dir nicht erklären. Also, vielleicht legen die Spieler da keinen Wert drauf. Vielleicht ist der Fokus so, Champions League, Meisterschaft, Pokal, ja, uns egal, zu viele Spiele, was weiß ich. Keine Ahnung, frag mich nicht. Also ich kann es mir nicht erklären. Ist auch eine wilde Geschichte. Ist Inter wirklich spitze? Naja, wenn du im Halbfinale der Champions League stehst, Alter, wenn sich jetzt jemand hier hinsetzt und sagt, das ist keine Spitzenmannschaft, sorry, dann hast du keine Ahnung von Fußball, Alter. Tut mir leid. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, Alter. Ja, die Art Fußball zu spielen, muss man nicht mögen, mag ich auch nicht, ja, gehe ich 100%ig mit. Aber wenn du im Halbfinale der Champions League stehst, erst recht in dieser Champions League mit dieser komischen neuen Liga-Geschichte, wo es viel, viel schwieriger war, sich überhaupt erstmal zu qualifizieren, wie in diesen komischen Vierergruppen, wenn wir ehrlich sind, denke ich, brauchen wir nicht darüber reden, ob das gerade eine Spitzenmannschaft ist, wer gerade im Champions League Halbfinale steht, Alter. Nur weil der Fußball eigentlich gefällt. Ja? So. Weil der Fußball nicht Hurra-Fußball ist, wie es in der FC Barcelona spielt. Trotzdem hat der FC Barcelona in Dortmund verloren, Alter. Was? 3-1 oder was? Also, ja. Weiß ich nicht. War Chelsea eine Spitzenmannschaft, die uns im Finale geschlagen haben? Ich glaube, wenn man Champions League-Sieger wird, ist man eine Spitzenmannschaft, wenn man dann in diesem Jahr die beste Mannschaft in Europa ist. So. Ja. Ob einem das gefällt oder nicht, ob die Art des Fußballs einem gefällt oder nicht, ist immer eine andere Geschichte. Also von daher, und ich denke, Inter hat uns zweimal gezeigt. Ich meine, das Rückspiel hat es ja noch besser gezeigt. Guck dir das Rückspiel doch gerne nochmal an. So. Inter, weiß ich nicht, kannst du Kräfte schonen, nennen, hat das getan, was man machen muss. Hat uns den Ball gelassen, meistens in Räumen, die nicht wirklich interessant waren. So. Dann hast du das absolute Momentum, Alter. Du hast das absolute Momentum. Du machst genau zum richtigen Zeitpunkt das Tor. Alles, wirklich alles muss jetzt für dich laufen. Ja? Und was ist direkt nach dem Tor passiert? So, wir haben den Ball doch gar nicht mehr gesehen, Alter. Inter hat angefangen, Fußball zu spielen. Inter hat gezeigt, was sie für eine Mannschaft sind. Klar waren die beiden Tore dann durch Ecken. Klar sah Min Jae Kim da beschissen aus. Ja, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und ja, ich rede da von einer Spitzenmannschaft. Wer unter den ersten 4 in Europa ist, in der Champions League-Saison, ist für mich eine Spitzenmannschaft. Ja, Punkt.
Weil wir reden über Profifußball, über leistungsbezogenen Fußball und dann ist das so. Ganz einfach, ja. Das ist nachgewiesen. Guck dir an, wie viele Spiele hast du gemacht in der Champions League? Um da hinzukommen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Spiele. Ich weiß nicht, hat Inter Playoff gespielt? I don't know. Dann wären es nur 12 Spiele. Ja. Ich meine, wir könnten jetzt noch das Argument bringen, dass sie nur 2 Gegentore in der Champions League bekommen haben bis zu diesem Duell. Also, weiß ich nicht, wer sagt, das ist dann keine Spitzenmannschaft. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe dir nur meine Meinung, meine Ansicht dazu gesagt, wie ich das sehe oder woran ich eine Spitzenmannschaft festmache, Alter. Eine Spitzenmannschaft ist für mich, wer in der Champions League im Halbfinale steht. Ich meine, ganz unabhängig davon, dass wir dann noch darüber reden, dass Inter auch Tabellenführer in der Serie A ist. Also, weiß ich nicht, als was soll man das dann einordnen? Als mittelmäßige Mannschaft oder was? Mild. Ist das deine deutsche eingeschränkte Sicht? Ich denke ja. Aber weiß ich nicht, vielleicht, weiß nicht, ob das was mit Deutsch zu tun hat. Aber ich glaube schon. Wie gesagt, mir gefällt die Art Fußball, die Inter spielt, auch nicht. Ja, aber ich meine, wir haben schon so oft gegen solche Mannschaften gespielt, ja, die solche Art Fußball auf sehr, sehr hohem Niveau spielen. Ja. Wir reden jetzt schon seit Jahren über Kimmich, dann hat er eine gute halbe Saison gespielt und der Vertrag wurde zack verlängert. Dann kritisieren wir seit Jahren einen Sané, er macht ein paar gute Spiele und zack, der Vertrag wird sehr wahrscheinlich verlängert. Dann zeigt ein Davis seit 2 bis 3 Jahren keine Entwicklung, nimmt das Vertragsangebot nicht an und ein paar Monate, zack, der Vertrag wird verlängert. Neuer entscheidet er selber, wann er aufhört. Ich könnte das Ganze immer weiter fortsetzen. Olli, freut dich das nicht oder was? Geil, oder? Ich meine, noch ist nichts entschieden beim Sané, wa? Aber ja, sehr wahrscheinlich werden wir uns da in den Schlaf weinen müssen dann. Ne? Ja, zu Kimmich Vertragsverlängerung, brauchen wir nicht wiederholen, oder habe ich alles zugesagt, wo es soweit war? Da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Sowieso immer das Gleiche, die letzten 5 Jahre, halbes Jahr vor Vertragsverlängerung, 5 gute Spiele und wir verlängern zu verbesserten Beziehungen und wundern uns dann. Ja. Also, ich bin da auch raus, ne? Habe ich aber auch schon bei der Vertragsverlängerung von Fonsi und so weiter gesagt. Also ich bin raus, was die Gestaltung dieser Mannschaft angeht. Also ich sehe da auch kein Konzept, kein Sinn dahinter, keine Gedankengänge dahinter. Also ich bin raus. Ich bin komplett raus. Mein Kopf versteht das alles nicht mehr. Aber ich verstehe auch nicht, wie ein Conny Leimer 1 Jahr lang Rechtsverteidiger spielen kann. Also von daher, ich bin raus, Leute. Ich bin komplett raus. Kann mir irgendjemand von euch erklären? Ich habe keinerlei Idee im Schädel, was da der Sinn hinter ist. Was sind für dich die größten Baustellen beim FC Bayern zur kommenden Saison und was ist deiner Meinung aktuell zu der Bayern-Führung? Wir haben so viele Baustellen beim FC Bayern, Alter. Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir eine neue Kapitänsbinde entwerfen, eine zweite, wenn Manuel Neuer mal nicht spielt, die dann Joshua Kimmich passt. Die dann nicht kratzt. Die er dann auch nicht verliert, die er in der Kabine vergisst, weil er ja unbedingt darauf hingearbeitet hat, beim FC Bayern der große El Capitano zu sein. Ich glaube, das ist schon mal Problem 1 für die kommende Saison. Wir brauchen eine zweite Kapitänsbinde, die auf Joshuas Oberarm zugeschnitten ist. Ansonsten Baustellen, wir haben halt so viele Baustellen, Alter. Wir haben so viele Baustellen, die wir uns aber alle selber machen, die super nicht nachzuvollziehen sind. Ja. Also für mich zum Beispiel hätten wir keinerlei Baustelle auf der rechten Verteidigerposition und im zentralen Mittelfeld, wenn man einfach mal die Spieler da hinstellen würde, wo sie hingehören. Ja. Da wir das nicht tun, haben wir aber diese Baustellen. Ja. Ja. Das ist schon mal Punkt 1. Ja. Von daher weiß ich nicht. Wir haben natürlich eine Baustelle auf einer Außenposition, gar keine Frage. Wir haben eine Baustelle als ein Stürmer-Backup. Wir haben eine Baustelle als einen vernünftigen Zehner-Backup.
Wir haben eine Baustelle auf der linken Verteidigerposition, je nachdem, wie man Ito sieht und wie lange die Geschichte geht. Die Frage ist, wollen wir in Zukunft Dreierkette spielen? Dann haben wir diese Baustellen vielleicht nicht und so weiter. Also, boah, da kannst du halt, da kannst du dich hinsetzen, 10 Stunden drüber philosophieren, Alter. Ja, da muss man mal abwarten, was der Plan der Saison ist. Also Baustellen haben wir mehr als genug, ja. Man hätte schon viele abbauen können im Laufe dieser Saison, aber irgendwie stand, ich glaube auch Vinny, habe ich ja schon oft genug gesagt, ich glaube auch Vinny, diese Saison war alles dem Ziel Finale der Home untergeordnet. Alles. Absolut alles. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum man an so vielen durchschnittlichen, überbezahlten Spielern festgehalten hat und die ganzen jugendlichen Spieler weggeschickt hat. Aber das wird uns die kommende Saison verraten, ob dem so ist. Ne? Das werden wir sehen. Aber ich glaube schon, dass man diese Saison viel diesem Ziel untergeordnet hat. Ja. Hey, vorsichtig. Aber Interfußball wollte doch niemand in München. Ja, ich auch nicht. Ich hab auch kein Problem damit, dass wir ausgeschieden sind. Vom Fans bis Mannschaft. Tuchel hatte eine ähnliche Idee wie Inzaghi, das wollte aber auch keiner. Ich übrigens auch nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, so gar nicht. Aber trotzdem, ich glaube, du hättest trotzdem bessere Chancen gegen Inter gehabt, wenn du einfach mal ein bisschen was geändert hättest. Ja? So, dabei geht es noch nicht mal zu sagen, ich ändere meine Idee von Fußball, sondern es geht einfach darum, dass man mal Spieler auf Positionen stellt, wo sie wirklich gut performen können. Ja? Ich glaube, der Faktor alleine hätte schon ein bisschen was geändert. Aber gut, im Nachhinein, ne? Aber Maike würde ich da rausnehmen. Er rückt schon in den Strafraum rein und spielt gute Steckpässe. Ja, du musst das anders sehen. Ne? Ich denke, man ist auf Harry Kane bezogen. Weil das Problem ist, wenn Harry Kane sich fallen lässt, natürlich, Michael rückt immer über seine rechte Position in den Strafraum ein. Ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn Leroy spielt. Auch ein Gnabry rückt über seine linke Seite in den Strafraum ein. Ja? Aber die rücken halt außen in den Strafraum ein. Es ist niemand in der Mitte. Ja? Harry Kane, guck nach Tottenham. Ja? Heung-min Son, du brauchst einen Spieler, wenn Harry Kane ist der prädestinierte Spieler, um mit zwei Spitzen zu spielen. Punkt, Alter. Ja, oder mit einem super offensiven Zehner, mit einer hängenden Spitze. So, wenn Harry Kane sich fallen lässt, muss aus der Mitte jemand in den Strafraum. Ja, und nicht irgendein Außenbahnspieler, der dann in einem Halbraum vom 16-Meter-Raum steht. Ja, und was ist, wenn der von der rechten Seite ganz reinrückt? Dann ist niemand auf der rechten Seite da. Also das macht alles keinen Sinn. Ja, du brauchst einen, der, wenn Harry Kane sich in die Mitte fallen lässt, dann ist die Mitte besetzt. Da muss jemand aus der Mitte nach vorne. Ja, oder du müsstest sagen, der Außenstürmer, der geht dann in den Strafraum rein, der Außenverteidiger rückt einen auf und der defensive Mittelfeldspieler rückt nach links oder sowas. Ja, kannst du natürlich auch fahren, ja. Aber das ist wahrscheinlich für diese Mannschaft schon wieder viel zu anspruchsvoll, wenn da 3 Leute dann verschieben sollen, wenn Harry Kane sich fallen lässt. Also von daher wäre doch das Einfachste, du stellst ihn einfach einen Spieler in die Mitte, wo ein Wechselspiel stattfindet. Ja. So, ich denke mal, darauf war das bezogen. Und nicht darauf, dass die Außen nicht einrücken. Ja, Leroy Sané rückt selten ein. Leroy Sané rückt dann ein, wenn er über die halblinke Position kommt, wo ich ihn auch stärker sehe, wie auf so einer linken Seite, auf einer ganz linken Position. Aber dann durfte er sogar schon auf der rechten Seite spielen, jetzt im letzten Spiel. Und das war auch wieder eine Katastrophe, Alter. Ja, also, der ist einfach auf, der Typ. Sorry. Ey, der kann menschlich echt ein guter Typ sein, ja. Also, der sportlich passt, der ist fertig, Alter. Das ist eine Farce, dass der den Platz ein Jugendspieler wegnimmt. Ja, das muss man mal so sagen. Das ist eine Farce. Ja, jetzt dieses Jahr gegen Leverkusen meinte ich nicht eher Jahre davor, Kiel und so. Ich meine, wenn denen da oben egal ist, merkt ja, die Spieler sind da sehr empfindlich. Stimmt, habe ich nicht bedacht, Trainerwechsel, aber jetzt ist da eine Grundstabilität.
Ja, keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen, woran das liegt im DFB-Pokal. Dass ein Kimmich quasi nie als RV spielt, werde ich nie verstehen. Anscheinend blinde Trainer und jetzt kommt mir nicht damit, dass in seinem Vertrag steht. Also ich würde das Argument schon bringen, dass in seinem Vertrag steht, Olli. Weil er wurde ja verlängert. Ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt. Das ist dasselbe. Warum spielt Conny Leimer, der eine absolute Maschine ist, gerade in diesem System, ich kann mich da nur wiederholen, der eine absolute Pressingmaschine ist, warum spielt der nicht in der Zentrale? Und Kimmich spielt in der Zentrale. Ja. Bin ich raus. Wie gesagt, wenn du das Heidenheim-Spiel nimmst, dann kann man das ein bisschen nachvollziehen. So, Heidenheim war zum Beispiel so, dass Conny Leimer super viel über die Halbposition im Mittelfeld, sogar bis in die Zentrale im Mittelfeld gegangen ist. Ja, hat er ein richtig starkes Spiel gemacht. Und Kimmich, ja, King Kimmich war dann Rechtsverteidiger in der Dreierkette. Ja. Nur, das haben wir die ersten 6 Saisonspiele gesehen, ja, wo er mit Pavlovic in der Zentrale gespielt hat, Guerrero Rechtsverteidiger war. Da haben wir das übrigens genauso gesehen. Ja. 1:1 genauso. Das war dann irgendwie, dann war das Barca-Spiel, da haben wir richtig in die Fresse gekriegt. Danach war das weg. Danach war dieses Wechselspiel nicht mehr. Mit Kimmich, dass Kimmich dann Rechtsverteidiger auch spielt. Und jetzt haben wir es wieder gesehen. Ja, wenn man dann Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellt, man dann so ein Wechselspiel macht, dann kann ich das noch verstehen. Dann sage ich, jo, gehe ich mit. Ja, weil es dann so ein, wie es schon sagt, das Wort Wechselspiel. Ja, wie gesagt, dann waren beide mal abwechselnd auf dieser Posi. Das kann ich dann noch ein bisschen nachvollziehen. Aber so wie es das ganze Jahr über war, dass Conny Leimer der Rechtsverteidiger war und König Josua in der Mitte rumgedümpelt ist, ja, brauchen wir nichts zu sagen, oder? Wir haben es gesehen, wofür es gereicht hat. Und damit habe ich noch nicht mal angefangen, dass Kimmich gegen Inter Mailand in beiden Spielen sowie gegen Dortmund nicht zu sehen war. Ja? So gar nicht. So wirklich gar nicht. Und Heidenheim auch erst zweite Halbzeit. Ja, erst nach seinem Tor, so, da ist so ein bisschen der Stein abgefallen, hat man das Gefühl gehabt. Ja, danach war er stark. Davor, nee, nicht zu sehen. Ja. Das ist ja auch okay, ja. Man kann ja, wie gesagt, der ist wahrscheinlich auch überspielt, genauso wie so ein Heavy Kane, ist ja mein Take. So, man hat gar nicht rotiert, man hat immer die gleichen durchgezogen. Alles gut. Ja. Was ich nur nicht verstehe, wenn dem so ist, man solche Leistungen bringt, wie kann ich mich dann nach dem Spiel dahinstellen und immer die Fresse aufreißen? Ja? Ey, ich gehe ja bei vielen nicht mit, was ein Barca so von sich gegeben hat. Ich habe auch nicht alles gelesen, ja. Aber der Take ist mal hundertprozentig richtig. Das kannst du machen, wenn du der überragende Spieler warst oder wenn du überhaupt mal zu sehen warst in so einem Spiel, ja. Dann stell dich doch dahin und kritisiere die Mannschaft. Ansonsten stell dich doch dahin und kritisiere dich mal selber. Und dann kannst du vielleicht mal darüber Mühe nachdenken, die Mannschaft zu kritisieren. Ja? Das ist, was mir bei Kimmich auf die Eier geht. Junge, soll er erstmal auf sich selber gucken, dann kann er mal anfangen, über die Mannschaft zu reden, Alter. Katastrophe, weiß ich nicht, was er damit erreichen will. Lächerlich. Einfach lächerlich. So. Naja, wie gesagt, zu dieser Thematik, warum Kimmich da nicht spielt. Ich glaube einfach, dass er da nicht spielen möchte. Ja, das ist der Punkt. Ja, und jeder Spieler möchte wahrscheinlich einen zufriedenen Kimmich in seiner Mannschaft. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht anders erklären. Ich weiß auch nicht, was man in Kimmich als Sechser sieht, was jetzt so außergewöhnlich ist. Das super lahmarschige Quer- und nach hinten Gespiele, den defensiven Raum nicht zu besetzen. Habt ihr mal gesehen, habt ihr das Spiel, die beste Szene im Rückspiel gegen Inter, Alter? War das im Rückspiel, ich glaube. Wie der Martinez auf dem Raum von 6 Metern, 6 mal 3 Meter, stand Kimmich und Goretzka. Und habt ihr gesehen, wie er einfach da durch ist? Durch beide? Und beide waren maßlos überfordert? Ja, das zeigt eigentlich das ganze Sechser-Problem, was wir haben, Alter.
Ja, das reicht gegen Mannschaften wie, was weiß ich, Pauli und so, da kriegst du 2, da Masse 3, alles ist gut. Ja. Aber das Masse halt nicht auf dem Niveau, was Inter Mailand ist. Oder wenn wir im Champions League K.O.-Spielen reden, da reicht das halt einfach nicht mehr. Ne? So, und eigentlich hat man dafür ein paar Linien verpflichtet und ja, was damit passiert ist, haben wir ja alle gesehen. Und ja, keine Ahnung, ich verstehe es halt auch nicht. Es geht in meine Birne nicht rein. Aber habe ich ja gerade schon gesagt. Ich wiederhole mich nur. Ist dasselbe mit Conny Leimer. Tauscht die beiden einfach, stell einen klaren Sechser auf dem Feld, ey, und dann ist doch alles fein. Ja. Aber nee. Dass du das in der Bundesliga zu 90% nicht brauchst, verstehe ich. Ja, da brauchst du keinen super defensiven Palinja als Sechser. Da reicht ein Kimmich, der überall rumturnt. Das verstehe ich ja. Aber es reicht halt einfach dann nicht auf diesem hohen Niveau. So, und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ja. So, und auch das müsste den Josh selber einsehen. Mr. Mini, vielen lieben Dank für dein Primey. Aber wenn du keinen Trainer hast, der die Eier dafür hat, das dann so zu kommunizieren, dann ist das halt so. Ich bin auf der Sommertransfer gespannt. Ich hoffe, wir werden ein paar Spieler los. Ja, ich weiß, dass es für Gnabry und Co. KG keinen wirklichen Markt gibt, aber hab trotzdem Hoffnung. Naja, Gnabry macht ja gerade zumindest jetzt im Schlussspurt nochmal ein paar ganz gute Spiele. Vielleicht gibt es dann einen kleinen Markt. Ich weiß es nicht. Genau, Mr. Mini. Naja, du bist auch nicht umsonst im Finale der Champions League, Alter. So, Punkt. Meinst du, das ist keine Ahnung, man schummelt sich ein ganzes Turnier durch bis ins Finale? Weiß ich nicht. Ja, Dortmund hat sich gegen Paris durchgeschummelt, auf jeden Fall, wenn du das Spiel betrachtest. Weiß ich nicht. Also ich glaube, in dieser Champions League-Saison nochmal, ich sehe das ein bisschen anders wie die Jahre davor. Ich müsste mir die Gegner von Dortmund angucken letztes Jahr, weiß ich nicht. Aber da war es so, du spielst eine Vierergruppe, Alter, die meistens Müll ist, wo du easy peasy weiterkommst. Dann hast du irgendwie ein Achtelfinale, was, ja, meistens hast du da einen schweren Gegner. Da hast du dann halt noch ein Auslosungsglück gehabt. So, wir können viel meckern über diese Champions League-Geschichte, ja, diese Umstellung mit dieser einen Tabelle und sowas, aber Fakt ist, dass es viel, viel interessanter ist. Ja, und viel, viel schwieriger weiterzukommen. Ja. Denke, das können wir festhalten daraus. Ja, ich kann mich da auch nicht mit anfreunden mit so eine Tabelle und sowas, aber es ist interessanter. Das können wir mitnehmen, ja. Wenn wir nicht seit Jahren über das Gleiche reden würden, ich frage mich wirklich, was da im Verein los ist. Manchmal bekomme ich wirklich Man United-Vibes. Ja, das ist wirklich schlimm, ne? Das Schlimme ist ja, seitdem ich YouTube mache, kann ich das ja sogar beweisen, Alter. Dass wir wirklich jetzt im 3. Jahr über dieselbe Scheiße reden. Ja? Über dieselbe Scheiße, Alter. Wir reden seit 3 Jahren über unsere Außenspieler, die eine Katastrophe sind. Wir reden seit 3 Jahren über unsere Zentrale, die auf hohem Niveau eine Katastrophe ist. Ja? Also diese Saison, ey, wenn wir es wirklich mal runterbrechen, rein sportlich gesehen haben uns diese Saison Michael Olise und Harry Kane getragen, Alter. Ja. Über einen guten Zeitraum haben uns Upper und Minje getragen in der Innenverteidigung. Und ansonsten hat uns getragen, dass wir eine Mannschaft waren. So, das hat Kompanie hingekriegt. Ja. Aber wild. Ja. Also, wild. Wirklich wild. Darfst du gar nicht drüber nachdenken. Darfst nicht drüber nachdenken, wenn du so Michael mal aus diesem Team rausrechnen würdest. Katastrophe. Da ist ablösefrei. Mal sehen, ob der kommt. Nee, haben wir kein Geld für. Der will ja locker 30 Meter Handgeld haben. Beat, rot-weiße Grüße aus Berlin. Hallo Kai, gut, dass das Interspiel knapp eine Woche her ist. Ich war ganz schön angefressen. Frage, ist der FCB noch zeitgemäß oder sollte man noch doch Anteile an einen Investor abgeben, um das Festgeldkonto zu entlasten und entsprechend passend Spieler zu verpflichten? Nee, wir haben ja eh nur 5%, die du abgeben könntest. Der FC Bayern zeitgemäß ist, kommt ja darauf an, auf was bezogen. So.
Man muss ja immer mal sehen, und da müssen wir, glaube ich, alle auch mal ein bisschen geerdet werden, dass wir haben kein Saudi-Arabien hinter uns, wir haben kein dies hinter uns, wir haben kein das hinter uns, kein vor, kein dies. So, du musst mal sehen, wo wir herkommen und dass wir trotzdem in diesen Sphären mitspielen. Ja? Wo ein Großteil der Vereine halt, ja, Investoren und sonst was hat. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Natürlich sportlich war es eine sehr, sehr gute Idee zu sagen, komm, wir machen dieses 100 Millionen Fass auf mit Harry Kane. Aber ja, das war natürlich auch so ein Zeichen. Ich meine, Harry Kane kriegt dann auch 25 Millionen Gehalt. Das war aber vorher schon so mit Mané, glaube ich. Der lag auch in dieser Ecke. Aber ob das gut war, dieses Fass aufzumachen, bin ich mir halt nicht sicher. Wenn du guckst, dass jetzt so mal also Jamal Musiala 25 Mille haben will, weil er sich auf dieser Ebene sieht, ja, verständlich, wenn du einen Spieler hast, der so viel verdient. So, Fonzie Davis ist jetzt auf 15 Grundgehalt mit Prämien 17, 18 hoch. Dass jetzt ein Upamecano sagt, der bisher 8 Millionen verdient, ey, Jungs, klar verlängere ich hab Bock, ich bin heiß auf dem FC Bayern. Ich möchte aber hier dasselbe haben, wie mein linker Außenverteidiger verdient. Ja, wer will es ihm übel nehmen? Ja, so, man ist, was das anbelangt, in Sphären vorgestoßen, die eine Katastrophe sind. Ja, wir zahlen ja mehr Gehälter wie viele Spitzenmannschaften, Alter. So. Weil wir halt nicht das Kapital haben zu sagen, ja komm, wir verpflichten jetzt den Spieler für 80 Millionen und geben den nur 10 Mille Jahresgehalt, so wie es andere Vereine tun können. Du versuchst dann die Spieler zu halten oder lockst die Spieler mit höheren Gehältern. Weiß ich nicht. Aber dass wir überhaupt noch in diesen Sphären regelmäßig mitspielen, wobei wir jetzt sagen müssen, ja, so erfolgreich war es die letzten Jahre jetzt nicht in der Champions League. Aber auch nicht so schlecht, also von daher ist halt schwierig, da den richtigen Weg zu finden, ne? Ist halt nicht so einfach. So, du kannst halt nicht sagen, so wie, was weiß ich, Paris, ja, ist doch egal. Komm, warte, ihr braucht nochmal 500 Mille? Ja, kein Thema, hier, komm. So, das hast du halt nicht. Ne? Das ist halt das große Problem bei uns. Ja. Schwer zu sagen. Und du wirst auch den Transfer, sag mal, wo ich das nochmal lese, wenn du keinen Spieler verkaufst, wird nichts passieren, Alter. Wie auch. So, du verlängerst einen Müller nicht, machen wir uns nichts vor, da geht es in erster Linie um Kohle. So, das sind 20 Mille, die du einsparst. Die 20 Mille hast du aber schon längst wieder ausgegeben, weil du Musiala verdreifacht hast und Fonzie Davis verdoppelt. Das heißt, du fährst schon Minus. Ja, eigentlich musst du Leroy Sané auch abgeben, weil da nochmal 20 Mille frei werden. Den willst du verlängern für 10 oder 12 oder was weiß ich, so dass du bei, sagen wir, wenn es hart auf hart kommt, bis bei plus minus null, was das Gehalt angeht. Ja, da musst du erstmal was loswerden, bevor du was Neues verpflichten kannst. Und wenn du nichts los wirst du nichts Neues verpflichten. Ja, und du siehst den Dreckskader nächste Saison wieder. Ja. So, da bringt ja auch kein Investor was. Da bringt ja auch nichts, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier hast du 100 Mille. Ja, das ändert ja auch nichts an der Sache. Was kriegst du denn heutzutage noch für 100 Millionen? Was kriegst du da? Ja, das ist doch der andere Punkt. Über was reden wir? Du hast doch nicht mehr diese Möglichkeiten, so, keine Ahnung. Du siehst irgendwo einen Spieler in der, was weiß ich wo, in der drittklassigen Liga, viertklassigen Liga, wenn der wirklich was kann, ja, dann sind trotzdem 3, 4 Top-Mannschaften da dran. Ne? Ja, du kannst doch nicht mehr sagen, oh, da habe ich aber jetzt. Beste Beispiel Michael, so, der hat auch 50 Mille gekostet. Das ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, 20 Mille haben wir den gesnackt, ja. Super günstig, geil. Machen wir jetzt nur noch so eine Picks. Nee, kriegst du ja nicht hin. Ja, jeder Spieler, der irgendwo ein bisschen auffällig ist, du bist ja nicht alleine da. Ist halt schwierig. Und viele Spieler, ja, du musst ja schon ein gewisses Selbstvertrauen auch haben. Viele Spieler wollen ja auch gar nicht zum FC Bayern, weil sie sehen, nehmen das Beispiel Tell wieder. So, ja, welcher junge Spieler sagt denn jetzt zum FC Bayern, oh geil, ja, geil, ich sehe schon, ja, ihr entwickelt die Talente, ihr steht hinter denen, ihr gebt denen Selbstvertrauen. Du hast ja noch nicht mal das Argument, was Dortmund zum Beispiel hat.
was Frankfurt hat, was Leipzig hat. Die haben diese Argumente. Ja, die sagen, alles klar, komm zu uns, kannst du spielen, kannst dich weiterentwickeln. So, diese Argumente hast du beim FC Bayern nicht. Jeder, der ein bisschen schlau ist, der kommt zum FC Bayern, wenn er, ja, keine Ahnung, wie so Michael Olissa, wenn er 100% von sich überzeugt ist und wahrscheinlich, wenn er mit dem Trainer geredet hat und der Trainer zu ihm sagt, so, was weiß ich, vielleicht hat er eine Stammplatzgarantie im Vertrag oder was weiß ich was. Keine Ahnung, ja, ansonsten kommt doch kein Spieler zum FC Bayern. Sei denn, du zahlst den halt 3, 4 Millionen mehr, als die er woanders kriegen würde. Und das ist doch wieder unser Problem. Ja. Jeder, der den nächsten Stepper machen will, der denkt so, geil, mein nächster Step in der Karriere, ich gehe zum großen Verein. Er geht nicht zum FC Bayern, Alter. Kannst du dir die letzten Jahre mal angucken, wo die ganzen Spieler gelandet sind. Egal, wen du nimmst. Die letzten Beispiele Grafenberg, Tell, Alter. Ups. Über was reden wir? Ja? Der spielt beim FC Liverpool, der sitzt ja nicht nur auf der Bank wie bei uns. Also, solange wir das mal nicht wegkriegen, ja, ich glaube, das ist so ein Problem in unserer ganzen Problematik, die wir haben beim FC Bayern. Du hast den Anspruch, ganz vorne mitzuspielen. Du hast natürlich nicht die Kohle, die die anderen Vereine haben. Aber dann kriegst du es noch nicht mal hin, deinen Worten Taten folgen zu lassen und zu sagen, ja, alles klar, ey, wir setzen auch immer auf junge Spieler. Ja? Nee, dann verlängerst du wieder mit den ganzen alten, etablierten Spielern. Top. Aber ich schweife ab, Alter. Ja, natürlich gibt es immer Mannschaften, die überperformen. Aber wollt ihr mir jetzt sagen, Inter Mailand als Serie A Tabellenführer, Alter, und 2 Gegentore in 14 Champions League Spielen hat dann überperformt oder was? Über was reden wir? Also, sorry. Jeder, der sich die beiden Spiele gegen Inter Mailand angesehen hat, ich denke mal, wer da den Unterschied nicht zwischen der Mannschaft und unserer Mannschaft erkannt hat, ja, weiß ich nicht. Dann haben wir auch ein Niveau, auf was wir nicht diskutieren müssen, Alter. Ich denke, Inter hat eindrucksvoll gezeigt, was es heißt, eine Spitzenmannschaft zu sein. Ob das schön ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber wie einfach sie uns ausgeschaltet haben, Alter. Obwohl wir in beiden Spielen das Spiel gemacht haben. Ja. Ist halt so. Lass uns auf den Punkt bringen. Trainer und sportliche Führung machen einfach zu viele Fehler. Nur wenige Spieler brennen für den FCB, wie es früher zum Beispiel Ribéry, Schweinsteiger getan haben. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Punkt. Den kannst du auch gegen Inter mal nehmen. Jeder, der das Spiel gesehen hat, das Rückspiel, die letzten 10 Minuten hat die Mannschaft gebrannt. Ja, die letzten 10 Minuten hat die Mannschaft gebrannt und hat alles gegeben, um doch noch was zu reißen. Hätten wir das 80 Minuten lang davor getan, hätten wir wahrscheinlich gar nicht diese Probleme gehabt. Ja, oder hätten wir angefangen damit nach dem Tor, was wir geschossen haben. Ja. Und dann das Traurige, in dieser Phase, wo dann die Mannschaft unbedingt wollte, wo sie gebrannt hat, was hat diese Mannschaft gemacht? Sie hat 1:1 weitergespielt wie vorher. Da ist nicht ein langer Ball à la Brechstange mal in den Strafraum geflogen, gar nichts. 1:1 weiter. 95. Minute, wir spielen quer auf die Seite, quer, zurück auf die Seite. Da kam keine Flanke aus dem Halbfeld, nichts. Katastrophe, Alter. Die Binde kratzt, genau. Meister Kimmich wird bei euch den heiligen Thomas ersetzen und unantastbar sein. Spannender Machtkampf, der sich dort anbahnt. Aber Vinny, wenn er bleiben darf, wird ihn bestimmt unter Kontrolle bringen. Aber ich muss sagen, die Tuchel-PK vermisse ich schon als neutraler Fan. Ich vermisse die Tuchel-PKs mittlerweile auch. Das war aber auch nie das Problem an Thomas Tuchel. Die PKs waren immer gut. Und Machtkampf gibt es ja nicht mehr. Wenn Thomas Müller weg ist, gibt es keinen Machtkampf mehr. Da ist nur noch Manuel Neuer da. Ich denke, mit Neuer kann Kimmich sogar ein bisschen besser. Machtkampf gibt es da nicht. Wie du es sagst, dann ist König Josua ist dann der König. Ja. Sowohl in als auch außerhalb des Platzes. Ja. Ich sage voraus, nächste Saison geht es genauso weiter, was die Nichtentwicklung junger Spieler angeht. Und dann, ich würde sagen, vielleicht mehr Kritik am Trainer. Das kommt ja darauf an, ob die Spieler dann noch da sind.
Aber klar kannst du den Trainer mit ins Boot nehmen. Definitiv, ja. Ist der Verein besser dran, wenn Uli und Kalle nichts mehr zu sagen haben? Das weiß ich nicht. Das würde man sehen, wenn es so ist. Ich glaube, das große Problem ist, dass einfach keine Einheit da ist. Ja, das ist unser Problem eigentlich. Also Uli und Kalle können ja gerne viel zu sagen haben. Wenn sie das meinen, ja, können sie das tun. Dann setzt da 2 Marionetten hin. Ja, dann setzt er 2 Fingerpuppen hin, wo einmal der Uli die Hände im Arsch hat und einmal der Kalle. Kannst du dann Sportvorstand und Sportdirektor nennen, dann macht das. Ja, aber so wie das gerade ist, natürlich ist es besser, wenn die beiden dann nichts mehr zu sagen haben. Weil gerade ist es so, Christoph Freund macht gute Arbeit, Max Eber, kannst du drüber streiten oder nicht, könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ist halt die Frage, woran es liegt. Ja, auf jeden Fall machen die ihre Arbeit. So, die arbeiten. Die machen Sachen, die wollen Sachen machen und dann kommt immer von oben der Daumen und knallt den auf den Kopf und sagt nein. Nein, nein, nee, so nicht, nee, das nicht, das nicht, das nicht. Ja, das dürft ihr, nee, das nicht, ja, das könnt ihr. Ja, nein, 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 nein. Und jetzt ist ganz vorbei. Wir haben keine Geldscheißer. So, über was reden wir? Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Da sitzen 2 Leute, die haben Ideen. Die wollen irgendwas umsetzen. Für diesen Verein, ja? Aber sie können es nicht. Weil dann immer erst hier oben Leute sitzen, die das erlauben müssen. Das funktioniert halt auf Dauer nicht. Und ja, dann ist es besser, wenn die beiden nicht mehr da wären. Oder die müssen da 2 Marionetten hinsetzen oder müssen sagen, ey, komm, wir sind doch noch aktiv dabei und wir treffen uns einmal am Tag für 2 Stunden und besprechen alles und dann können die beiden arbeiten. So, ja, aber so wie das gerade ist, ist es eine Farce. Und du machst dich halt auch lächerlich als Verein. Nimm nur die Tar-Geschichte, was am Ende an 5 Millionen gescheitert ist. Nimm die Duell-Geschichte, wo schon alles mit klar war, bis Uli gesagt hat, oh nee, Feierabend, nee, jetzt nichts mehr, wir haben keine Geldscheißer. Nimm die Uli-Geschichte, der sagt, jeder Spieler, der hier Vertrag hat, entscheidet, ob er beim FC Bayern bleibt oder nicht. Ja, das ist eine Aussage in der heutigen Zeit, die ist nicht mehr zeitgemäß. Da kannst du weitermachen. Ja. Und deswegen, ja, aber diese beiden müssten dann komplett raus aus dem Verein. Und Kalle war schon raus. Der war raus, der war gar nicht mehr da. Der war nicht mehr da, bis Uli hingegangen ist und hat gesagt, Kalle, komm mal her, du kommst jetzt in den Aufsichtsrat. Ne? Ich brauche hier noch einen starken Mann an meiner Seite. Ja, Leute. Ey, was erwarten wir denn dann? Ja? Es müsste einfach mal so unser Presi oder unser CEO müsste einfach mal die Eier haben, müsste zu Uli und Kalle gehen und sagen, pass mal auf. Ihr wollt hier das Tagesgeschäft machen? Ja, kein Problem. Ich entlasse Max Eberl und Christoph Freund und dann legt los. Ja? Nein, ihr wollt das nicht, dann haltet eure Fresse. So, Punkt. Ja, das ist unser ganzes Problem in unserem Verein. So, weißt du denn jetzt, wer hat denn entschieden, dass ein Jamal Musiala das Gehalt bekommt? Wer hat entschieden, dass man mit Fonzie Davis jetzt verlängert oder nicht verlängert? Wer hat das mit Kimmich entschieden? Wer hat das alles entschieden? Wissen wir das? Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, wer das entschieden hat. Keiner weiß das. Max Eber steht in der Öffentlichkeit dafür da, ja, er muss den Nicker machen. Ob er das wirklich entschieden hat, das weiß kein Mensch, Alter. Das weiß keiner. Ja, vielleicht kam der Aufsichtsrat und gesagt, hier, du musst hier mit Josh verlängern. Let's go. Katastrophe halt. So kannst du keinen Verein führen auf Dauer. Und das raffen die halt nicht. Ja? Und das Schlimme ist, keiner in unserem Verein hat halt die Eier, da die Leute in die Schranken zu weisen. So, das ist unser großes Problem. Aber das ist ja auch nicht neu. Das ist auch schon seit 2 Jahren so. Das ist absolut nicht neu. Ja. So. Und dann hast du schon zwei Handpuppen da sitzen gehabt mit dem Brazzo, wo der Uli die Finger im Arsch hatte und der keine eigenständigen Entscheidungen getroffen hat, alles beim Uli abgesegnet hat. Und das ist auch nicht gut gegangen. Ja. Katastrophe. Bad Spencer-Bohnen sind auch bei deutschsprachigen Raum Discounter zu haben. Ich weiß, Chico. Kannst aber auch schon online bestellen. Übrigens eine gute
eine gute Geschäftsidee von seinem Sohnemann gewesen. Ich denke, auch für Kompanie wird nächste Saison entscheiden. Ja, 100 Pro. Also nicht nur bei mir, was meine Meinung über ihn betrifft. Ich denke auch allgemein, ja. Mehr als eine Spielidee, Kaderumbruch, junge Spieler auf den richtigen Positionen einsetzen. Ja, sehe ich genauso. Wie gesagt, diese Saison können wir das alles abhaken unter der Prämisse, ja, wir müssen erstmal ein Team formen und Finale da Home, was so über allen stand. Ne? Aber vielleicht sehen wir schon jetzt ein bisschen was in den letzten 4 Spielen, die wir noch haben. Oder vielleicht schon bei der Club-WM. Wer weiß. Ist es nicht immer so, wenn Gegner auf gleichem Level einem begegnen oder hohen Respekt genießen, dass Trainer dann eher konservativ spielen und nur die Top-Trainer mit leichtem Risiko, Knacks sich wagen umzustellen, um radikal ins gewohnte System zu greifen? Gegner auf gleichem Level einem begegnen oder hohen Respekt genießen, dass Trainer dann eher konservativ spielen und nur die Top-Trainer mit leichtem Risiko, Knacks sich wagen umzustellen. Ich weiß jetzt nicht, worauf bezogen. Auf ein Company, dass er es nicht getan hat oder dass er an sein Konzept festgehalten hat? Oder was? Also ich würde einen Company noch nicht als Top-Trainer bezeichnen, mal. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich verstehe schon ich kann schon verstehen, warum Company nicht die Eier hatte, jetzt gegen Inter irgendwas zu ändern. So. Ja, weil auch da, wir haben es gerade schon gesagt, Finale der Home über alles. Druck. Jetzt stellt euch vor, ein Company hätte gesagt, ey, Josh, Kollege, ich brauche dich gegen Inter jetzt auf der Rechtsverteidigerposition und ich stelle ein paar Linien als Sechser in die Mitte. Und dann stellt euch vor, einer von beiden hätte irgendwie den Riesenfehler gemacht und dadurch wären wir ausgeschieden. Katastrophe, oder? Der hätte sich ja so dermaßen verbrannt. So sichere Wiese, gleiche Schiene, alles wie immer, let's go, zieh durch. Ja, deswegen, ich würde diese Saison echt viel, was auch ein Company angeht, über den Titel Finale der Home mal in die Schublade packen. Na? Umso mehr kannst du da natürlich dann nächste Saison reingehen. Na? Man stelle sich vor, Kane würde zusammen mit einem schnellen Mittelstürmer spielen, der tiefe Läufe in den Strafraum macht. Wenn Kane die Verteidiger rauszieht, das wäre 10-10, aber wir müssen ja 4-2-3-1 spielen, sonst zicken alle rum. Ja. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das habe ich aber auch schon oft genug gesagt. Deswegen habe ich ja auch, wo ein Tell noch bei uns war. Weil ich glaube, ein Tell ist einigermaßen schnell, oder? Ich glaube, er ist einigermaßen schnell. Er ist 19 Jahre alt, war lernwillig, hat den FC Bayern gefühlt, hat sich den Arsch aufgerissen, wollte unbedingt, hätte so viel lernen können, glaube ich, von so einem Harry Kane. Wäre eigentlich der perfekte Spieler gewesen, ihn neben Harry Kane in die Spitze zu stellen, oder? Mann, hätten wir doch nur so einen Spieler gehabt vor der Saison, oder? Und dass er knipsen kann, hat er sogar schon unter dem super Trainer Thomas Tuchel gezeigt. Ja, und was hat man gemacht? Ganz genau. Man hat ihn weggeekelt, indem man ihn links und sogar rechts hingestellt hat, wo er eine absolute Wurst ist, Alter. Katastrophe. Der hätte so gut funktionieren können in diesem Wechselspiel mit einem Harry Kane, Alter. Ja. Ja. Der Fanclub für Josh kommt bald. Geil. Wie gesagt, ich werde Ehrenmitglied. Naja, wenn Manuel Neuer seine Karriere beendet, können wir ja vielleicht Dreierkette dann spielen. Weil Manuel Neuer war ja der da ein Veto eingelegt hat unter Nagelsmann. Hör mir auf, ey, kannst du keinem erzählen, ey. Zum Thema Kimmich und Leimer, klares Trainerunvermögen. Ja, oder keine Eier. Das werden wir nächste Saison sehen. Kaum ein Nagelsmann eine gewisse Macht und ist nicht mehr so antastbar wie von gewissen Führungsspielern. Bei Bayern ist Kimmich RV, sagt doch alles. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ich glaube nicht, dass ein Kimmich rumzicken würde, wenn du ihn als RV aufstellst. Beim FC Bayern. Also zumindest jetzt nicht in so diesen, wie es auf lange Sicht wäre, weiß ich nicht. Ja.
Aber ich glaube, selbst da, also nochmal, das ist ein Spieler beim FC Bayern, der Trainer entscheidet, wer wo spielt, Alter. Punkt. Und selbst wenn Kimmich, guckt euch einen Conny Leimer an, selbst wenn Kimmich da jetzt mal 3, 4 Spiele rumzicken würde und das als Affront sehen würde, dass er nicht mehr in der Zentrale der große Macker ist, er wird das schon irgendwann verstehen. Ja? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Kimmich wird sich nicht selber aufstellen und sagen, Trainer, ich spiele nur da. Ja? Ansonsten ist er auch dann der verkehrte Trainer bei uns. So, das kannst du jetzt schon diese Saison sagen und wir werden das nächste Saison mal sehen. Ja? So, wenn dem wirklich so sein sollte, wie Christoph Freund sich da hingesetzt hat und gelabert hat, ja, nein, wir haben volles Vertrauen in Palinja und der macht es und wird es und ja, wenn dem so ist, dann wird nächste Saison Kimmich Rechtsverteidiger spielen und Palinja der Sechser sein. So, ganz einfach, ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Palinja wird wieder davonziehen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, war. Aber natürlich stellt der Kimmich sich da nicht selber auf, also. Ja, ja, ne, ich lese mal kurz vor. Da gebe ich dir absolut recht, so oft reißt der Kimmich die Fresse auf und kritisiert die Mannschaft öffentlich, obwohl er selber die größte Wurst war. Allein wie der von Lautaro in die Tasche gesteckt wurde. Ja, erstmal das. Es ist ja okay, dass man sich da hinstellt nach so einem Spiel, ja. Da gehe ich ja mit. Wenn man Führungsspieler sein möchte, gerade wenn man Kapitän sein möchte, ist ja was so Manuel Neuer gar nicht macht, ist das gut, wenn man sich da hinstellt. Aber dann stelle ich mich doch dahin und sage erstmal, ey Leute, ich hab's voll nicht hingekriegt. Ja, das war eine katastrophale Leistung von mir. Und die gesamte Mannschaft war dann auch scheiße. Dann kannst du sowas ja sagen, ja. Aber es fehlt absolut diese Selbstreflexion. Er stellt sich dann nur dahin und erzählt einem, die Mannschaft war so scheiße. Ja, so, das geht halt nicht. Nee, er sagt nicht, dass er mega ist. Er nimmt sich halt gar nicht explizit mal einzeln da raus. Wenn ich mich in so einem Interview hinstelle und anfange, was zu kritisieren, dann fange ich erstmal an, mich selber zu kritisieren. Ja? So, das ist doch der Punkt. Es sei denn, ich war der große Anführer auf dem Feld und habe alles versucht, diese Mannschaft mitzureißen. Und genau das ist doch das Problem. Wenn man das halt nicht tut, dann impliziert man an alle anderen, ja, ich habe alles getan dafür, ich bin hier der Anführer, ich stehe jetzt hier, ich stelle mich euch eure Fragen. Warum? Weil ich hier der große Josua bin. Ja. Und dann kommt das halt so rüber, wie es rüberkommt. Wenn Palhinha nicht gegen Pauli oder Heimann nicht spielen lässt, wie soll er dann ohne Spielpraxis gegen Inter spielen? Ja, richtig. Ja. Beim Doppelpass hat auch ein Experte gesagt, seit 4 Jahren heißt es weiter so, obwohl man keinen DFB-Pokal gewinnt, keine Champions League erreicht hat, aber die Spieler verdienen, als ob sie jedes Jahr die Champions League gewonnen hätten. Ja, das ändert sich ja auch nicht. Joshua Föderl in einer unfassbaren Regelmäßigkeit in wichtigen Spielen nicht den Anforderungen. Er ist selbsternennender Führungsspieler, kann aber keine Mannschaft aufwecken oder mitnehmen. Das geht nicht mit den Ansprüchen. Das sehe ich genauso, ja. Kann er auch nicht. Ich glaube nicht, dass alles den Champions League untergeordnet war. Na doch, glaube ich schon. Ein anderes Los mit City im Playoff, dann wäre vermutlich bereits aus gewesen. Die Gruppenphase mit vielen schwachen Auswärtsspielen und nötigen Niederlagen gegen Celtic, schwach gegen Leverkusen, stark, dann Viertelfinale im Weg zum Heimspiel im Finale stehen. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Pavard, Sommer und so weiter, trotz allen Einsatz, die Mann gegen Mann-Duelle verloren. Ich glaube schon, dass das alles untergeordnet wurde. Ich glaube, ein Kompanie konnte nicht so frei oder hat nicht die Eier gehabt, so frei zu entscheiden, als wenn das Finale nicht in München wäre. Ich meine, du hast doch den Druck gesehen, in dem sich da ein Chrissy auf der Jahreshauptversammlung mitten in der Saison dahingestellt hat und das quasi vorgegeben hat. Ja, dass wir dieses Mal das auf jeden Fall besser machen im Finale. Also, wie weltfremd soll man denn sein? So, und dann soll ein Kompanie als neuer Trainer die Eier haben und da alles über den Haufen werfen, was ihm dann eine super Angriffsfläche bietet, wenn das halt in die Hose geht. Nee,
Ist doch klar, dass so ein Kompanie dann sagt, ja, alles wie immer, Vollgas. Ja. So, wir reden ja jetzt nicht über einen Trainer, der schon 20 Jahre in diesem Geschäft ist, Alter. Natürlich war er ein großer Spieler, aber wo kommt der her? Der kommt aus einer zweiten Liga in England, Alter. Ja, aus einer Abstiegssaison in der Premier League. Dann soll er sich so angreifbar machen? Ist er kein 58-jähriger Carlo Ancelotti oder ein abgewichster Louis van Gaal oder sonst was. Das ist ein junger Trainer, Alter. Was erwarten wir? Dann soll der sich da hinstellen und sagen, oh, nee, das ist mir eigentlich egal. Ich mache jetzt das so, wie ich meine. Weiß ich nicht. Ja, dasselbe gilt für Max Eberl. Wie angreifbar macht der sich? Ja? Also ich glaube schon, dass da viel gehemmt war durch das Finale darum. Weil das einfach der Anspruch war. Und der wurde ja geäußert von unserem CEO ganz klipp und klar auf der Jahreshauptversammlung. Ja. Dann zu sagen, das hat keinen Einfluss gehabt, diese Saison, boah, weiß ich nicht. Ja, keiner tut das gerade, ne? Auch ein Harry Kane war nicht zu sehen gegen Inter Mailand. So, du kannst einen Harry Kane in einen Topf nehmen mit Joshua Kimmich. Nur, dass ein Harry Kane halt nicht diesen Anspruch nach außen vermittelt, wie es ein Kimmich tut. So. Gegen Inter war keiner zu sehen. Wirklich keiner. Auch ein Leon war da nicht zu sehen. Leon war gegen Dortmund 20 Minuten mal zu sehen, ja. Von den Führungsspielern war keiner zu sehen in den schwierigen Spielen. Harry Kane hatte eine Einzelaktion. Danach, ansonsten hast du Harry Kane im ganzen Spiel nicht gesehen. Die Frage ist aber, ob er den Anspruch hat, der große Anführer dieser Mannschaft zu sein. Das weiß ich nicht. Wenn, dann hat er ihn nicht geäußert. Michael ist aber jetzt mehr wert als 50 Millionen, von daher ein Snack von uns. Ja, ich kritisiere das ja auch nicht. Ich habe ja nur gesagt, dass die Spieler halt heutzutage diese Kosten haben, ne? Ich denke, das ist der größte Widerspruch. Wir wollen viele junge Talente integrieren, weil man die Kohle nicht hat, wie Barca. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, sind die Jungen wieder angeblich nicht gut genug oder zu jung. Ja, wie gesagt, und das ist dieses Jahr dem untergestellt, dem Finale da oben. Ja. Da wollte man das Risiko nicht gehen. Bin ich mir sicher. Aber das werden wir nächste Saison sehen. Wie gesagt, das Finale ist weg. So. Ja, es gilt jetzt eine Mannschaft aufzubauen, die nächsten 1, 2 Jahre, die überhaupt wieder in diese Sphären kommen kann. So. Ich glaube, mit dem aktuellen Kader, den wir haben, brauchen wir nicht darüber reden, dass wir jedes Jahr um die Champions League spielen können. Harry Kane wird nicht jünger. Kimmich wird nicht jünger. Obwohl er Kimmich jetzt im besten Fußballeralter ist, mit 30 oder was. Also ist jetzt eigentlich auf seiner Peakzeit. Aber wenn du die Abwehrreihe dir anguckst, ja, ist die aktuell, was da gerade rumläuft, auf jeden Fall nicht Champions League reif. Also schwierig. Ja, da gehe ich übrigens mit. Ich habe jetzt nicht eure ganze Diskussion gesehen, aber ich gehe da auch mit. Also nochmal am Ende stellt der Trainer die Spieler auf. Ja. Und wenn ein Trainer meint, Alter, du machst jetzt Pause, es ist mir scheißegal, ob du spielen willst, das ist schon das Thema unter Tuchel gewesen, dann macht der Pause. Fertig. Punkt. Ja. Und das ist auch, was ich vorher sagte. Wenn der Trainer meint, er hat rechter Verteidiger zu spielen, hat er rechter Verteidiger zu spielen. Und wenn der Trainer meint, Joshua Kimmich gehört ins Tor und er stellt ihn ins Tor, dann stellt er ihn ins Tor. Ja. Warum passierte das diese Saison nicht? Warum passierte es nicht zu sagen, komm, ich nehme den Kimmich jetzt mal da raus oder da raus oder da raus oder da raus? Ja. Oder mit einem anderen Führungsspieler, mit einem Harry Kane? Ja, wie ich habe es gerade gesagt, Finale der Home, Alter. Steht über allem. Und jetzt stellt euch mal vor, man hätte noch die Bundesliga gefährdet. Jetzt stellt euch vor, ja, gegen Dortmund hättest du Kimmich und Kane draußen gelassen, hättest 3-0 verloren. Wäre es dann gegen Inter Mailand ausgeschieden, Leverkusen hätte noch gewonnen und dann wären es 3 Punkte gewesen. Was wäre dann gewesen? Man hätte den Kompanie ans Kreuz genagelt und hätte ihn schon vor der neuen Saison entlassen wahrscheinlich. Ja? Also man kann das schon verstehen, ne? Man kann das schon alles verstehen. Warum, wieso, was da gerade getan wird. Lass mal den Kompanie, so wie es jetzt gerade passiert, die Meisterschaft holen. Er hat seinen Titel. Harry Kane hat endlich seinen Titel. Halleluja. Yeah.
ja, alles ist gut. Und dann können wir nächste Saison mal ein Kompanie beurteilen, Alter. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir da immer noch einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger rumrennen sehen werden. Finde aber vollkommen okay, wenn es bei euch kommuniziert wird, wenn junge Spieler keine Chance, nur wenn sie sofort funktionieren, also Top-Talente. Ihrerseits eben ein Team, wo es keine Zeit gibt, Junge zu entwickeln, oder? Schwierig, bei so Top-Teams gibt es immer Opfer. Frage nur, ist es wert, das zu opfern, um jenes zu erreichen? Ja gut, erstmal haben wir jenes nicht erreicht, die Saison. Ja. Das ist Punkt 1. Punkt 2, klar reden wir beim FC Bayern über Spieler, die funktionieren müssen. So. Da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Das hat ein Pavlovic letzte Saison gezeigt, rein und er hat funktioniert. So. Wenn du dann Talent hast, was du reinwirfst und es funktioniert nicht, alles gut. Ja, dann ist das völlig fein, wenn man sagt, komm, geh mal ein Jahr nach Hoffenheim, geh mal ein Jahr nach Heidenheim, geh mal ein Jahr nach Italien, dahin und dann gucken wir nochmal. So, da spricht nichts dagegen, ja. Nur man hat das die Saison gar nicht getan. Man hat es die Saison nicht getan. Man hat es in der Vorbereitung getan und ansonsten hat man diesen Spielern einfach keine Chance gegeben. Das ist der Punkt, den wir diese Saison haben. Ja? Man hat sie weggeschickt, ohne ihnen diese Chance zu geben. Das ist das große Problem. Und das war auch das Problem bei Antell. Ja, Antell wurde ein paar Mal eingewechselt, durfte 1-2 Mal von Anfang an spielen, hat nicht überzeugt. Es war wirklich schlecht. Ja, so. Aber dasselbe war ein Gnabry, ein Coman, ein Sané. 1:1 dasselbe. Und alle 3 Spieler haben jeweils 5, 6, 7 Spiele am Stück bekommen, um den Rhythmus zu finden, um sich zu beweisen. Ja, dann setzt man sich auf eine PK und sagt, ein Tell, nein, auf Außen, wir planen nicht auf Außen mit ihm. Wir planen mit ihm in der Mitte. Ja, wir planen mit ihm in der Mitte als Harry Kane Backup. Dann kann ein Harry Kane nicht spielen. Man wechselt einen Mathys Tell ein. Und man stellt ihn nicht in die Mitte, man stellt ihn nach außen und zieht einen Außenspieler in die Mitte. Also wie viel Schläge in die Fresse willst du dann als junger Spieler auch verkraften? Ja? So, und das war das Problem diese Saison. Und klar kannst du nicht sagen, ja, ich nehme jetzt Jugendspieler X, so, wenn er nicht sofort funktioniert beim FC Bayern, hast du beim FC Bayern keine Chance. So, darüber brauchen wir nicht reden. Aber du musst den Spieler dann wenigstens mal diese 4, 5, 6 Spiele geben. Und dann kannst du das beurteilen. Ja. Und dafür hast du in der Bundesliga, wir reden immer noch über den FC Bayern, ja. Wir haben diese Saison, wenn Lieboy gespielt hat, 80% der Spiele, wo Lieboy gespielt hat, haben wir mit 10 Mann gespielt. Also, und die haben wir auch trotzdem gewonnen. Also kannst du auch mit einem Jugendspieler spielen. Ja? Das sollte nicht das Problem sein. Wir reden jetzt nicht über ein Viertelfinale gegen Inter Mailand, wir reden über Bundesligaspiele. So. Genau, spielt wie ein guter Kerl halt. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Ja, die konntest du ja auch nicht erkennen, nachdem der Döppen von oben kam. Welche Ideen willst du denn erkennen bei Eberl und Freund? Ich denke, mit Michael Olisse haben sie doch schon gezeigt, was ihre Ideen sind, oder? So, danach kam der Döppen von oben. Die andere Idee war Doué für die andere Seite. Schwierig jetzt zu sagen, ob das funktioniert hätte oder nicht. Ich bin gespannt. Aber wenn du deine Idee nicht umsetzen kannst, weiß ich nicht. Die Frage ist, warum kommt denn ein Eberl in der Öffentlichkeit gerade so schlecht weg? Warum? Ja? Er hat sich bei Fonzie Davis hingesetzt, beziehungsweise er hat sich letzte Saison da hingesetzt und hat gesagt, ich gucke mir das jetzt an, wer hier Leistung für den FC Bayern kriegt und dann können die sich verpissen. So, nicht in dem Wortlaut, aber in dem sinngemäß. Hat er sich da hingesetzt und das geäußert. Ja? Dann hat er klar geäußert, mit einem Fonzie Davis wird nicht verlängert werden, ein Angebot vorliegen. Wenn er es nicht annimmt, hat er Pech gehabt. So. Das war Max Eberls Aussagen letzte Saison. Und dann genau das Gegenteil wurde dann diese Saison umgesetzt. So, dann war dieselbe Sache mit Müller. Ja, Thomas Müller braucht nur was sagen, dann verlängern wir. Ja. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber glaubst du wirklich, dass all diese Widersprüche
ein Max Eberl, der seit 25 Jahren in diesem Geschäft ist, Alter. Überleg mal, warum diese Widersprüche zustande kommen. Na? Überleg dir das mal. Also mein Take ist, dass dann von oben jemand kommt und sagt, nee, also hier, ne? Ich meine, bei Müller wissen wir das weil Uli Hoeneß hat es ja öffentlich gemacht, der sollte besser aufhören. Woher willst du wissen, dass es beim Davis nicht genauso war? Oh nee, wir haben kein Geld, hier, du musst mit dem Fonsi jetzt verlängern, hier, Chris, das und das kannst du machen. Wir wissen es doch nicht, Alter. Das ist doch, was ich gerade sage, das ist doch die Farce. Also ich glaube nicht, dass man unsere Verantwortlichen da gerade wirklich mal fair beurteilen kann. Wir holen keinen Tar wegen angeblich 5 Millionen, aber träumen von Wirtz, genau mein Humor. Ja, das Ding ist, Wirtz ist ja so ein Uli Hoeneß-Projekt. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Man muss eben auch zugutehalten, er wollte ja Dué oder Simmons die Offensive haben, aber es gab einen nur von Königin. Ja, das ist ja, was ich gerade sagte. Also Eberl hatte genug Ideen, diese Mannschaft umzubauen, auch im Sommer schon. Ja? Aber es gab halt einfach den Daumen von oben, der gesagt hat, meh. Ja, und so wird es im kommenden Sommer wieder sein. Wird wiederkommen. Meh. Ja, ihr müsst euch irgendwie transformieren, um weiter da oben mitzubestehen. Geld spielt keine Rolex, aber Effizienz eingesetzt. Aber bei euch ist es auch sehr familiär in den oberen Ebenen, Uli und so weiter, ob es wirklich hilfreich ist in Zukunft, um klug und pragmatisch zu handeln. Naja, also man kann ja, also ich gehe ja damit, ja. Also Mir ist schon lange weg. Das ist aber von Spielerseite weg, finde ich persönlich. Du hast halt einfach nicht mehr diese Spieler, die das so rüberbringen können. Ja? Kann aber auch so ein Generationsproblem sein. Was weiß ich, ich bin ein alter Sack. So, ich habe aber Spiele anders kennengelernt, wo du gemerkt hast, so die brennen für den FC Bayern. So, das fehlt so ein bisschen gerade. Ja? Das ist noch eine Sache, die ich in Kimmich sogar zugute halten würde. Beim Kimmich fühle ich das auf jeden Fall noch, zumindest mehr wie bei vielen anderen Spielern. Bei vielen Spielern fühlst du einfach nur die Dollarzeichen in ihren Augen. So, ja. Und trotzdem stellt sich dann der Verein dahin in Person von Uli Hoeneß und sagt, bei uns wird es hier Trainingsgruppe 2 geben, bei uns wird immer der Spieler entscheiden, solange er einen Vertrag hat, bla 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 bla. Ja. Und ich weiß nicht, ob das in die heutige Zeit passt. So. Ja, wir reden ja jetzt nicht und auf der anderen Seite, nur um das Gegenbeispiel zu bringen, macht man jetzt beim Thomas Müller so einen Knallhartkurs. Ja. Also man kann Thomas Müller ja viel vorwerfen und die Zeit ist zu Ende und so. Ich gehe da hundertprozentig mit. Auch, dass der richtige Move ist. Aber da kann man das, oder was? Aber bei Spielern wie Gnabry, wie Sané, die seit 4, 5 Jahren in diesem Verein sind und nicht einmal, nicht eine Saison, seitdem sie da sind, mal ansatzweise die Erwartungen erfüllt haben, kann man das nicht? Den kann man nicht knallhart sagen, pass mal auf, ey, ihr seid seit 5 Jahren in diesem Verein. Ihr habt nicht eine Saison mal die Leistung gebracht, die ansatzweise für den FC Bayern reicht. Wir wollen euch nicht mehr. Such dir bitte einen neuen Verein. Und wenn der Spieler dann sagt nein, dann sagst du, gar kein Problem, du hast einen Vertrag hier, den erfüllen wir. Du gehst bitte in die zweite Mannschaft, trainierst da mit, spielen wirst du diese Saison kein Spiel. Punkt. Passiert halt nicht. Ja? Das ist das große Problem. Baumäßig guten Abend. Den Eber finde ich menschlich echt bedenklich. Er hat Charakterzüge, die ich persönlich nicht mag. Ob er bei euch wirklich passend ist, finde den er als ein trojanisches Pferd mit Verzögerung lunte. Aha. Warum denn? Kompanie hatte schon Eier, Müller gegen Inter auf die Bank zu setzen.
Weiß ich nicht. Da ist ja, weiß ich nicht, ob man das Eier nennt, wenn der oberste Chef sagt, Thomas Müller soll seine Karriere beenden, Alter. Dann weiß ich nicht, ob wir da über Eier reden können. Davis ist live auf Twitch. Ja, kann er sich ja mal hier reinschalten. Aber wahrscheinlich versteht er eh nichts von dem, was ich sage. Kompany den bayerischen 1,5 Jahre Fluch überlebt als Trainer? Ich denke schon. Pep war kein Trainer länger als 1,5 Jahre Bayern-Trainer. Wenn Kompany nichts verändert und seinen Stiefel weiter kopflos durchzieht und wir in eine sportliche Krise geraten, kann es vielleicht eng werden. Ich denke, da musst du erstmal die Frage stellen, ob Max Eber so lange da ist. Also mein Take ist, solange Max Eberl da ist, ist ein Vincent Kompany Trainer. Punkt. Ja, dafür ist Max Eberl bekannt, dass er sich vor seinen Trainerentscheidungen stellt. Kannst du seine vorigen Geschichten dir angucken. Da musst du erst einen Eberl entlassen, dann kannst du den Trainer hinterher schicken. Ja. Und Vinny hat doch einen guten Job gemacht diese Saison, finde ich, persönlich. Wie gesagt, wir haben Kritikpunkte, definitiv. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich würde diese Saison mal unter der Überschrift Finale da oben in die Schublade lassen. Nächste Saison packen wir die natürlich dann aus, wenn das so weitergehen sollte. Machen wir hier nicht wieder die gleichen Scheiße wie vor 2,5 Jahren. Hatten wir auch einen Lehrling auf dem Posten. Dann Nagy habe ich auch kritisiert. Aber wäre nie auf die Idee gekommen, ihn zu entlassen. Jetzt haben wir wieder einen talentierten Trainer. Für mich bleibt Vincent die 3 Jahre. Ein zweites Mal sich für einen jungen Trainer zu committen und ihm die Chance zu geben, sich zu entwickeln, wäre das größte Armutszeugnis unseres Vereins. Ja, da gehe ich mit. Sehe ich genauso. Also Nagelsmann-Entlassung war halt auch schon wild, ne? Nachvollziehbar vielleicht, aber wild. Palini hat man den Eindruck, der ist stolz bei uns zu spielen als einer der wenigen und wird so behandelt. Ja, ich habe das Gefühl nicht, ich habe den halt noch nie spielen sehen bei uns, Alter. Kann mich die Saison nicht erinnern an irgendwas, wo ich gedacht habe, dass er stolz ist, dass er spielen darf. Meinst du die 3 Minuten, die er eingewechselt wurde, oder was? Meinst du das so auf der Bank sitzen gegen Heidenheim? Weiß ich nicht. Ich glaube, das Thema ist durch, ey. Ja, alles gut, Schatz, du verstehst meinen Take zu Kimmich nicht. Das ist aber auch fein. Du bist halt einfach ein Kimmich-Jünger, Alter, wo Kritik fehl am Platze ist. Und ich bin genau das genaue Gegenteil. Wir werden da nie auf einen Nenner kommen. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist einfach so. Ich habe halt einfach andere Ansprüche an Joshua Kimmich und ja, so ist es halt einfach. Das ist aber auch nicht tragisch. Ja, na klar fordert Opa die Verdopplung auf 15 Millionen. Ist auch völlig verständlich, wenn Fonzie Davis 15 Millionen kriegt, Alter. Naja. Ich glaube, die Zeit, wo Gegenspieler Angst vor Abwehrbossen haben, ist auch vorbei, oder? Ich glaube nicht, dass du heutzutage noch die Eisenstiefel auspacken kannst. Twitchy, moin. Es ist doch nur ein Mensch in der Lage, was zu ändern. Das ist der Trainer. Sollte doch klar sein, oder nicht?
Bam, 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 bam. Also kann mir keiner erklären, warum Kimmich noch auf der 6 spielt, wenn er intern nicht stunk machen würde, wenn es so ist. Das ist ja unter vielen Trainern so passiert, haben wohl keine Ahnung von Fußball. Komisch, als Nagelsmann nicht mehr in München Trainer war, spielte Kimmich auf einmal doch auf der RV-Position. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ein Kimmich sich schreiend auf den Boden wirft und dann was weiß ich was macht. Also jetzt mal ernsthaft. Also, ey, wir können ja über viel reden, ja. Wir können ja meinetwegen auch darüber reden, dass ein Thomas Müller vielleicht diese Macht hätte. Ja, sich vielleicht so zu verhalten. Aber du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass du glaubst, dass ein Joshua Kimmich auch nur ansatzweise diese Macht in diesem Verein hätte. Was ist denn los? Bitte dich, Alter. Also Kimmich spielt auf der 6er-Position, weil ein Kompanie ihn da sieht. So, das ist der Grund, Alter. Nichts anderes. Wenn Kompanie ihn da nicht sehen würde, würde er ihn als Rechtsverteidiger aufstellen. Ein Kompanie sieht aber auch einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Obwohl wir noch 2 Rechtsverteidiger haben, mit einem Stanisic und einem Boe, sieht ein Kompanie trotzdem einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger. So. Ist doch genauso unverständlich für dich wie für mich. Genauso unverständlich wie zu sagen, ein Kimmich soll nicht auf der zentralen Mittelfeldposition spielen. Das sehe ich ja genauso. Aber meint ihr denn, ein Kompanie sitzt da in der Kabine und sagt, ey Trainer, wenn du mich nicht als Rechtsverteidiger spielen, ne, dann wage ich hier den Aufstand oder was? Das wäre doch 1:1 die gleiche Argumentation. Das ist doch Schwachsinn, Alter. Sorry. Wir können ja über Kimmich viel lästern, viel sagen. Ich gehe auch bei vielen mit. Ist für mich auch nicht der Führungsspieler, der er gerne sein möchte. Habe ich schon oft genug gesagt. Ja. Aber ein Kompanie sieht einen Kimmich halt auf der 6er-Posi. Punkt. Ja. Und der hat es gut gemacht in der Hinserie. In der Hinserie war Kimmich stark auf der 6er-Posi. Zusammen mit dem Pavlovic, zusammen mit dem Wechselspiel, habe ich am Anfang schon gesagt, mit dem Guerrero, der den Rechtsverteidiger da gespielt hat. Das war stark. So, Punkt. Da war es gar keine Diskussion zu sagen, ja, du brauchst jetzt unbedingt den Palinja da. Die Diskussion gab es nicht, weil es stark war. So, ganz einfach. Ja. Die Diskussion gibt es jetzt wieder, weil es wieder scheiße ist. So, weil ein Kimmich wieder überall rumturnt. Und das hat sich so wieder entwickelt, Stück für Stück. Angefangen mit dem Ausfall von Pavlovic. Dann stellt man ihm da einen Palinja hin, der sowieso nicht weiß, wo er hin soll, wenn er nicht auf der 6 spielt. Dann stellt man da einen Goretzka hin und. Katastrophe. Ja. So, aber das ist doch eine Trainergeschichte. Also, sorry, da gehe ich nicht mit. Weil dann wäre man ja ganz einfach aus der Nummer rausgekommen, weil der Vertrag wäre ja ausgelaufen. Dann wäre man noch ganz, ganz einfach aus dieser Nummer rausgekommen, indem man den Vertrag nicht verlängert hätte. So, wenn der Verein Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger sehen würde oder der Trainer, er ihn aber nicht dahinstellen kann, weil Kimmich sonst was macht, sich weinend auf den Boden wirft, dann hätte man doch jetzt die perfekte Situation gehabt und hätte gesagt, ja, nee, wir verlängern mit dem Kimmich nicht. Problem gelöst. Kimmich wäre weg gewesen. Du hättest den Platz frei gehabt. Ja? Also sorry, Ambu, Alter. Das ist ein Take, den kannst du nicht ernst meinen, oder? Den kannst du nicht ernst meinen. So, dann sage ich doch als Verein, ich verlängere den Vertrag nicht mit Njosch. Dann ist er weg, dann hast du die Diskussion nicht mehr. Also. Wir haben es doch schon mehrfach gesagt, dass ein Kimmich gerne lieber in der Mitte spielen will. Ja, will ein Conny Leimer auch, Alter. Hat er in jedem Interview gesagt. Ja? So, genauso hat aber ein Kimmich auch schon oft genug gesagt, wenn der Trainer mich auf die rechte Verteidigerposition stellt, spiele ich rechter Verteidiger. Hat er schon unter Tuchel gesagt. Ja? So, aber warum machen sie es dann nicht, die Trainer? Ein Tuchel hat es nicht getan, ein Nagelsmann hat es nicht getan, Tuchel hat es nicht getan und Kompanie hat es nicht getan. Warum machen sie es nicht? Meinst du, weil Kimmich sich weinend auf den Boden wirft? Nee, weil sie einfach nicht die Eier haben. Das ist doch, was ich gerade sage. Hättest du jetzt gegen Inter Mailand einen Kimmich auf die Rechtsverteidigerpose gestellt und irgendjemand in die Mitte und du wärst ausgeschieden gegen Inter Mailand, dann weißt du aber, dass das Geschrei groß gewesen wäre. So, und wenn du nicht die Reputation dazu hast als Trainer, was ein Vincent Kompany nun mal noch nicht hat, ja, dann ist es halt schwer, so ein Take zu machen. Und das kannst du dann kritisieren, ja, aber kannst du doch jetzt nicht sagen, dass das... Junge, kannst du doch nicht den Take bringen, dass das Kimmich bestimmt, Alter, wo er spielt. Also.
Also dann, ey, ohne Scheiß, dann kannst du den Verein abmelden, Alter. Und nochmal, dann hättest du den Vertrag auslaufen lassen. Punkt. Dann hättest du ihn auslaufen lassen. Dann hätten Winnie gesagt zum Max, pass mal auf, ey, weißt du was, ich würde den Josh gerne rechts hinten hinstellen, der lässt mich aber nicht. Was hätte denn Max Eber gesagt? Alles klar, Winnie, weißt du was? Dann verlängern wir den Vertrag nicht, weil wir eh keine Kohle haben. Wir sparen uns die 20 Mille im Jahr. Und dann ist das Problem gelöst. Alter, kannst du doch jetzt nicht ernst meinen. Du kannst doch nicht so einen Take bringen, wenn der Vertrag ausgelaufen wäre. Junge. Kimmich spielt in der Mitte, weil Kompanie ihn da sieht. Punkt. Ich sehe ihn da nicht, du siehst ihn da nicht. Ja, sind wir uns hundertprozentig einig. Du siehst aber einen Conny Leimer nicht als Rechtsverteidiger, ich auch nicht. Ja, aber der Trainer halt. So, der Trainer stellt die Spieler auf. Feierabend. Junge, Junge. Ja, aber es interessiert doch keinen. Jetzt mal ernsthaft, wen interessiert denn was Ey, ihr glaubt doch nicht jetzt ernsthaft, dass irgendjemand in diesem Verein irgendwas interessiert, was von außen gelabert wird. So, dann wäre doch ein Kimmich schon gar nicht mehr in der Zentrale. Ja? Also hier, wenn du das Maß Spielen in der Spieler in die zweite Mannschaft steckst, kommt wieder so, geht Bayern mit verdienten Spielern um. Ja, wen interessiert's denn, Alter? Du hast einen Müller im Januar gesagt, Thomas, wenn du verlängern willst, verlängern wir. Und dann sagst 1,5 Monate später, Thomas, verpiss dich, beendest deine Karriere jetzt hier beim FC Bayern. Thomas Müller. Thomas Müller. Der wahrscheinlich der ist, der von der Legendenstatus am nächsten an Franz Beckenbauer kommt. Und dann kannst du nicht einen verfickten Gnabry, Leroy Sané sagen, Leute, verpisst euch aus unserem Verein, weil ihr seit 5 Jahren einfach keine Leistung bringt. Junge. Und dann kannst du noch die ganzen sogenannten Experten-Hater wie ein Didi Hamann und Mario Basler, die sitzen nämlich dann so klatschend im Doppelpass. Da sitzt keiner in dem verfickten Doppelpass und sagt, ja, die kannst du nicht in der zweiten Mannschaft stecken, weil die so eine Leistung seit 5 Jahren bringen. Nee, die setzen die alle klatschend dahin, Alter. Wer sagt das denn? Die 17% der 8 sogenannten Bayern-Fans, die Leroy Sané zu Spieler des Monats im Monat März wählen, vor einem Michael Olisse. Die sagen das. Ja, scheiß drauf, Alter. Die haben auch eine Petition gestartet, damit Thomas Tuchel Trainer bleibt. Junge, das sind keine Bayern-Fans, das sind irgendwelche Pissköpfe, Alter. Junge, als wenn sich jemand aufregen würde darüber. Wenn du einen Serge Gnabry oder Leroy Sané degradieren würdest, Alter. Junge. Das ist eine Katastrophe. Junge, ey. Jeder, der ein bisschen Verstand hat, ey, und Fußball guckt, der weiß ja wohl, dass das... Da brauche ich gar nicht weiterreden, Alter. Da rede ich mich richtig in Rage hier. Spieler des Monats März, Alter. Junge, du können ja über Kimmich viel meckern, war, aber Kimmich war in den letzten 3 Jahren von all diesen verfickten Spielern, die wir kritisieren hier, seit 3 Jahren, war Kimmich immer noch der wenigstens konstant eine Leistung gebracht hat. Ja? Dass wir den anders bewerten, weil wir den Kimmich anders sehen, weil er sich selber anders sieht als der Kapitän und dieser Führungsspieler, dass er deswegen anders betrachtet wird, ist ja fein, ja? Aber du kannst ja viel über den Kimmich reden, auch jetzt gegen Inter, dass er nicht zu sehen war, war keiner. Keiner. Niemand. Keiner der sogenannten Führungsspieler war zu sehen. Niemand. Das darf man mal nicht vergessen, ja? Ja, dann kommen wir nicht, wenn du von außen wenn du so mit den Spielern umgehst. Alter, das sind Menschen, die verdienen 20 Millionen, Alter. 20. Ich Puls, ey. Verstehe dein Argument mit Eberl, aber dann könnten wir ja Eberl nie bewerten, solange Uli im Hintergrund ist. Das kann es doch auch nicht sein. Ja, du kannst keinen bewerten. Was willst du denn bewerten? Was willst du denn bewerten, Uli? Jetzt mal ernsthaft. Du kannst einen Eberl daran bewerten, dass er einen Ulisse verpflichtet hat. Mach das doch mal. Was hat ein Uli denn gesagt zu diesem Transfer? Erinnerst du dich an seine Worte? Ey, den Spieler ja kenne ich ja gar nicht. Wer ist das? Das hat Uli Hoeneß gesagt. So, meinst du, da hat Uli Hoeneß seine Finger im Spiel gehabt? Ich denke nicht, oder? Dann bewerte ihn doch mal da dran, ne?
Da muss er halt aufhören, wenn nicht auf ihn gehört wird. Finde es aber auch schwer zu sagen, dass die Vertragsverlängerungen samt Gehälter nicht auf seine Kappe gehen. Dann drehen wir uns doch im Kreis. Ach so, also gegen die Vertragsverlängerung gehen auf Max Eberts Kappe. Das willst du mir jetzt erzählen, oder was? Du willst mir jetzt erzählen, dass diese 25 Millionen für Jamal Musiala auf Max Eberts Kappe gehen. Plus die, was weiß ich, wie viele Millionen an Handgeld. Die gehen auf Max Eberts Kappe. Das willst du mir jetzt nicht wirklich erzählen, dass du das glaubst, oder? Weil das ist ja rein technisch schon nicht möglich. Junge. Und über Fonzie Davies brauchen wir gar nicht erst anfangen, oder? Das war ja sogar in allen Zeitungen, dass da dreimal zum Aufsichtsrat gerannt wurde. Genau dasselbe mit Kimmich. Das kannst du jetzt nicht ernst meinen, Alter. Katastrophe. Natürlich kannst du kannst einen Eberl nicht, du kannst ihn nicht bewerten, Alter. Wie denn? Es muss alles und jeder Furz vom Aufsichtsrat abgesegnet sein. Wie willst du denn da Max Eberl bewerten? Wie willst du das ansatzweise tun? Es geht doch nicht. Ja, da muss er aufhören. Ja, was dann? Was dann? Da kommt jemand wie ein Brazzo, der gar keine Ahnung hat, der noch mehr Scheiße macht, oder was? Sei doch froh, dass da jemand ist, der 25 Jahre Erfahrung in diesem Scheißberuf hat. Und der sich das antut. So musst du das doch mal sehen. Junge, da sitzt jemand, der 25 Jahre Erfahrung in diesem Beruf hat und der das mit Sicherheit anders gewohnt ist. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass das in Gladbach ein bisschen anders gelaufen ist. Ich denke, da wird es vor der Saison, trifft man sich da, so stelle ich mir das zumindest vor, in einem normalen Szenario und legt Budgets fest. Ja? So. Und nicht, oh ja, ich würde jetzt den Spieler gerne verpflichten. Geil. Ich bin das ja so gewohnt. Ich handle schon mal alles aus. Beispiel du ich handle schon mal alles aus. Unterschrift steht aus. Ah ja, ich muss aber noch kurz zum Aufsichtsrat eben hochgehen. Warte kurz. Mäh, mäh, mäh. Junge, das kannst du doch nicht ernst meinen. Junge, ey. Versteh das nicht. Wie kann man denn da denken, man kann den ansatzweise beurteilen, diesen Menschen, seine Arbeit? Wie? Woran? Es kann doch nicht so schwer sein, beim FC Bayern mal zu sagen, ich meine, wir haben eine Jahreshauptversammlung, da werden Zahlen vorgestellt, ja. Man weiß doch, was man einnimmt, was man ausgibt, bla, Sülz, weil wir eine Aktiengesellschaft sind. So. Wo ist denn das Problem, dass man sich mit dem Sportdirektor, Sportvorstand am Ende einer Saison hinsetzt, ja, mit dem Aufsichtsrat, man sitzt da zusammen mit unserem CEO, der auf Finanzbla ist, man setzt sich dahin, sagt, das sind die Zahlen, das ist unser Gehalt, das ist die Mannschaftskosten, bla bla bla. So, Leute, wir müssen uns jetzt hier mal auf Zahlen einigen. Ja? Dann einigt man sich hier auf Zahlen. Dann einigt man sich auf ein Gehaltsbudget, dann einigt man sich auf ein Plus-Minus, was man bei Transfers haben kann. Und dann lässt man einen Sportvorstand und einen Sportdirektor arbeiten. Ein Jahr lang. Ja, ein Jahr lang. Dann setzt man sich nach einem Jahr wieder dahin. So. Und dann beurteilt man die Lage neu. Dann macht man wieder ein Budget. So sollte es, denke ich, laufen. Ja? Aber so läuft es nun mal nicht beim FC Bayern. Jeder Furz, den Max Eberl und Christoph Freund machen wollen, der über 20 Millionen liegt. Ja? Wahrscheinlich mittlerweile sogar jeder Furz muss abgesegnet werden. Von diesem was? 6-, 8-köpfigen Aufsichtsrat. Jeder Furz, jede verkackte Vertragsverlängerung, jeder Transfer. Und dass es da Unstimmigkeiten gibt, hat doch diese Saison öffentlich genug gezeigt, oder? So, woran sollen wir denn jetzt einen Max Eberl da beurteilen? Können wir ja dann mal machen, wenn Max Eberl irgendwann da schmeißt, ein Buch schreibt und dann können wir, oder mal ein Interview gibt, dann können wir ihn mal fragen, was denn wirklich seine Entscheidungen waren. Das wäre doch mal interessant. Ja? Ist doch das beste Beispiel gerade mit Wirtz. Ist doch das beste Beispiel. Wissen wir, ob ein Max Eberl ein Wirtz beim FC Bayern sieht? Wissen wir das? Hat er diese Vorstellung für die Zukunft? Ja, ich weiß es nicht. Wir wissen, dass Uli Hoeneß das so sieht, ja. Das wissen wir.
Zahlt Uli Hoeneß dann das Gehalt und die Ablöse aus seiner Tasche oder wie läuft das? So, sorry, Alter, du kannst einen Max Eberl nicht seriös beurteilen, seine Arbeit. Das geht nicht. Also ich kann es nicht. Wenn du das kannst, Hut ab. Also ich unterstütze Mara jetzt mal, warum hängen sich alle an Kimmich auf? Kimmich spielt eine gute Saison, Liebe und Herz spielen seit Jahren Grütze, aber dann macht Sané 2 Tore gegen Pauli und alle feiern ihn. Der wird Spieler des Monats im März. Bei aller Liebe, da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit im Chat, nicht böse gemeint. Alle bis auf Michael und Ubich waren gegen Inter schlecht. Naja, die Verhältnismäßigkeit, nur für mich persönlich gesprochen, die Verhältnismäßigkeit ist für mich, Dieboy und Serge, das weißt du, das sind überbezahlte Bundesligaspieler. Ja? Brechen wir es mal runter. So. Ja, das sind Spieler, so ein Serge Gnabry, keine Ahnung, hat hier das Niveau wie sein Kumpel in Dortmund da, der die gleiche Frise hat. Kannst ja mal fragen, was der verdient. So, das ist das Niveau. Und das ist auch das Niveau von Dieboy. So, 15 gute Spiele im Jahr, bumm. Da hast du keinerlei Erwartungen. Du weißt, das sind einfach genau diese Spieler, die maßlos überbezahlt sind. So, an Kimmich habe ich persönlich die Erwartung, dass er endlich den Stepper macht. Er ist beim FC Bayern und hat so oft gesagt, ja, ich bin hier. Und er hat sogar mal gezeigt, ja. Ich erinnere mich an eine richtig gute Saison, wo er auch in Dortmund dann dieses Tor gemacht hat. Und du hast bei Kimmich auch immer, ist ja, was ich vorhin auch sagte, Kimmich ist einer der wenigen Spieler, wo du merkst, dass der Verein ihm irgendwo am Herzen hängt. Ja? Das merkst du bei Kimmich, finde ich. So, ich habe einen ganz anderen Anspruch an einen Kimmich, auch wenn er nur dasselbe verdient als an einen Dieboy oder an einen Serge oder an einen Kingsley. Alter, ja. Die können sich ja gerne alle dahinstellen und sagen, oh ja, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Alter, verpisst euch. So, ja. So, das ist der Unterschied. So, und der andere Unterschied ist, dass ein Kimmich sich nach den Spielen dahinstellt und dumme Scheiße labert, obwohl er nicht diese Leistung bringt. Ey, Hut ab, dass er sich dahinstellt, Fragen beantwortet. Nochmal, ich erwarte von einem Führungsspieler da ein anderes Verhalten. Aber das ist auch nur mein Anspruch. Ja. Und ja, ich erwarte da, wenn er der Kapitän sein möchte oder der Kapitän ist, wenn ein Thomas Müller nicht auf dem Platz ist, dass man erstmal damit anfängt und mal, wenn man nicht überzeugt hat, ja, wenn man nicht überzeugt hat, erstmal 2 Sätze an seiner eigenen Leistung mal selbstkritisch ist und dann kann man auf die Mannschaft draufhauen. Und nicht, ja, der meint sich ja mit da, wenn er über die Mannschaft redet. Weiß ich nicht, fühle ich dann nicht so. Ja, aber das ist nur meine persönliche Sache. So, das kann jeder anders sehen. Es gibt immer Argumente zu sagen, er meint sich damit, bla, Sülz, alles gut. Das ist einfach mein persönlicher Anspruch an Kimmich. Ja? Und den Anspruch hat er, weil er von der Leistung schon mal hier war. Ja? Und dass du beim Kimmich immer das Gefühl hast, so Müller, Neuer, die sind, die den Kimmich gebremst haben. Ja? Das war schon unter Nagelsmann so, wo er dann nicht das durfte, wie er gerne möchte. So, und deswegen habe ich persönlich einen ganz anderen Maßstab an Kimmich. So, ich halte einen Kimmich für einen überragenden Fußballer, wenn er richtig eingesetzt wird. Ja? Und dass er ein sehr, sehr guter Sechser spielen kann, wenn er denn richtig eingebremst wird und richtig eingesetzt wird, hat er auch schon gezeigt diese Saison. So, ja, dass er das kann, hat er gezeigt. So, und dann sind wir wieder beim Trainer angekommen, ne? So, aber das ist, warum ich 2 verschiedene Maßstäbe habe an diese Art Spieler. Ich habe auch nicht diesen Maßstab an Goretzka, weil Goretzka, seitdem Kimmich da ist, einfach nur ein Mitläufer ist. Hey, wie Kick Corona, geil. Da war das Einzige, wo ein Leon sich mal dahingestellt hat. Ja, ansonsten ist ein Leon nur ein Mitläufer. So, aber Leon hat auch nie den Anspruch gefeiert, hier, oh, ich will hier der Kapitän des FC Bayern sein, ich will hier eine Ära prägen, was weiß ich was. So, das ist der Unterschied. Ja. Und deswegen hat man einfach einen anderen Anspruch daran. Ne? Weil der Spieler sich als das geäußert hat und geoutet hat, dass er das sein möchte. Und das ist auch fein. Wenn man dieses gesunde Selbstvertrauen hat und das sein möchte, let's go. Aber dann wirst du auch daran gemessen werden. Punkt. Ja? Ansonsten wirst du daran nicht gemessen. Dann wirst du wie Dieboy und Serge und Goretzka, dann wirst du in einen Sack geschmissen und ist gut. So, dann hat man nicht diesen Anspruch. Das ist der Unterschied. Für mich. Ja, vielleicht sieht das im Chat auch jemand so und deswegen kommt das ein bisschen unfair rüber. Ich weiß es nicht. Aber das ist der Unterschied.
Bup, 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 bup. Naja, das Thema Palinja brauchen wir nicht aufmachen, Leute. Aber auch da kann der Josh nichts für. Ja? Das Thema Palinja können wir gerne nochmal rund machen. Palinja wurde verpflichtet, weil bei Kimmich der Vertrag ausgelaufen wäre. Ja? Ein Max Eberl wird ein Kimmich nicht als Sechser gesehen haben. Nochmal, er hat sich letzte Saison dahingesetzt, gesagt, bla 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 bla. So, Kimmich war scheiße, wie die ganze Mannschaft scheiße war. Er war maßlos überfordert als Sechser. Das hat man in jedem Spiel gesehen unter Thomas Tuchel, weil es einfach auch nicht der Fußball ist, der ein Kimmich zugutekommt. Also, was macht man? Man verpflichtet einen Sechser, denkt sich, oh, Kimmich, der Vertrag läuft aus, alles gut, lassen wir auslaufen. Wir haben einen neuen Sechser, eine Maschine, den stellen wir da hin, zusammen mit dem Pavlovic auf der 8. Das ist unser Plan. So, ja, da kommt ein Palinja und dann kommt ein neuer Trainer und der neue Trainer guckt sich dann den Josh an und das passt. Er findet ihn geil, weil er eine ganz andere Art Fußball zu spielen hat, weil er nicht diese Art Fußball spielt und sagt, oh ja, ich stelle mich hinten rein wie Inter Mailand, kontrolliert und guck mal, was so geht. Nein, wir spielen einen Fußball, der zu so einer Art Sechser passt, wie es Kimmich spielen kann. Gerade mit diesem Wechselspiel auf der rechten Verteidigerposition hat man gesehen, die erste Saisonhälfte, wie gut das war, wie gut Kimmich war. So, da gibt es gar nichts drüber zu diskutieren. Ja, das war er. Auch in den Champions League-Spielen. So, dann kommt es, wie es kommen muss. Was willst du mit dem Palinja? Der kann kein Achter, der kann nur Sechser. So, der kann nur Sechser. Ja, was soll er? Dann war er noch verletzt, unlucky. So, Kimmich hat einen starken Sechser gespielt, hat ein super Wechselspiel mit dem Guerrero gespielt, hat super stark harmoniert mit dem Pavlovic. Pavlovic hat richtig aufgeblüht mit Kimmich an der Seite. Das war richtig gut, auch weil Pavlovic dann auch das Wechselspiel gut war. Er hat sich gut fallen lassen, wenn Kimmich mal aufgerückt ist. Das war wirklich stark. So, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja. Und deswegen hat der Trainer Kimmich als Sechser gesehen. Und deswegen wurde dann am Ende der Vertrag verlängert. So, das ist der Punkt. Ja, man hat dann irgendwann die Eier verloren, dieses Wechselspiel durchzuziehen. Ja, weil es dann von außen oder was weiß ich, durch das Barca-Spiel, ja, wir waren zu offensiv, bla, Sülz, alles gut. Ja, dann war ein Pavlovic verletzt, dann war die Zentrale schwächer. So, dann hat Kimmich wieder angefangen, Kimmich-Sachen zu machen. Dann war er nämlich nicht nur auf der Sechser und der rechten Verteidigerposi, sondern war er auf einmal wieder Achter. Dann war er, wie es Ambo vorhin schrieb, dann siehst du einen Kimmich als Sechser. Ja, als Sechser, der Erste, der auf den gegnerischen Torwart zuläuft im Pressing. What the fuck? Ja, das in einem Viertelfinale gegen Inter Mailand. Alter, das kannst du gegen ein Heidenheim in der Bundesliga machen, ja. Da spielt er nicht so eine Rolle, ja. So, da fehlte dann wieder diese taktische Disziplin beim Kimmich. Ja. So, aber da ist der Trainer für verantwortlich. So, und jetzt gegen Heidenheim war es wieder ganz okay. Ne? Das ist doch das Thema. Also ein Kimmich kann als Sechser funktionieren. Das ist aber eine andere Art Fußball dann. Und ja, die Kompanie ist eine andere Art Fußball, als wie Tuchel es ist. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja? Und natürlich hätte uns ein Palinja in diesen schweren Spielen gut getan auf einer Sechser-Posi. Und Josh als Rechtsverteidiger, fertig. Ja, ich sehe das auch gar nicht als Problem an. Ja, wenn du einen Gegner hast, der nicht so stark ist und du willst ein bisschen mehr spielerische Flexibilität haben, ein bisschen mehr spielerischen Glanz durch die Mitte, ja, dann stellst du den Kimmich auf die 6. Ja, dann hast du das. So, und ist der Gegner ein bisschen schwieriger, hat er eine starke Offensive, brauchst du ein bisschen mehr defensive Stabilität, dann stellst du ein Palinja auf die 6 und Kimmich als Rechtsverteidiger. Beide können das. Beide hätten da wahrscheinlich auch nichts gegen, ja. So, aber das ist eine Trainergeschichte. Hat der Trainer nicht gezündet, diese Maßnahme, weil er es gar nicht erst versucht hat, überhaupt mal einzuspielen. So, aber das können wir ja nicht in Kimmich vorwerfen, das können wir in Kompanie vorwerfen. Ja, und Palinja, ja, der ist weg nächstes Jahr. Fertig. So, ja. Sonst hättest du ihn jetzt in der Champions League gebracht. So, du hättest ihn wenigstens gegen Dortmund gebracht. Ja, so. Ja, ich verstehe den Punkt. Ja, der hat ja vorher nicht gespielt, der ist nicht eingespielt, die kannst du jetzt nicht gegen Inter bringen. Ja, ist richtig. Du hättest ihn vorher halt gebracht. So, ja. Also sieht man, der Trainer braucht ein Palinja nicht. So, Palinja geht nächstes Jahr 20, 25 Mille nach England und gut ist. Fertig.
Ganz einfach. Kannst halt auch nicht die Art des Fußballs vergleichen. So. Und dass ein Kimmich maßlos überfordert unterm Tuchel-Fußball war, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Wir haben ja heute wieder in der Zentrale über Kimmich und Goretzka gesprochen, Alter. Er sieht Kimmich auf der 6. Ja, sehe ich genauso. So ist es halt. Kompanie hat schon genug Autorität, Spielern klarzumachen, wo sie spielen müssen. Aber er sieht Kimmich halt auf der 6. Ganz genau. So, er sieht ihn auf der 6, er sieht den Conny Dahm als Rechtsverteidiger und gut ist. Wir sehen das nicht so oder Teile sehen das nicht so und fertig. Ja? So, das ist ja das Schöne. Überleg mal, es wäre nicht so, da hätten wir gar nichts zu diskutieren. Ja? Aber einen Take zu bringen, Kimmich stellt sich da selber auf, ist schon wild, Alter. Ben, servus. Ja, hau einfach raus, Ben. Wir werden schon sehen, ob das Zusammenhang klar wird. Er muss ihn ja nicht im Champions League Viertelfinale auf R vorstellen, könnte er auch vorher machen. Und er ist ja nicht der einzige Trainer, der Kimmich immer in die Mitte stellt. Da ist irgendwas faul. Wild. Naja, ich hab ja jetzt genug gesagt dazu, oder? Der Chat ist ja ein bisschen hinterher. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich schätze, dass Kimmich im Training ein Trainingsweltmeister auf der 6 ist und viel redet, also Führung übernimmt. Leider erkennen die Trainer nicht, dass Training und Spiel ein Unterschied ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay. Bild. Vincent Kompany's Debüt als Bayern-Trainer. 8 von 10. Team belebt, mir ist Amir zurück, Spieler verbessert, Taktiken erfrischend. Meisterschaft ist riesiger Erfolg nach titelloser Saison. Ja, erst recht mit dieser Mannschaft. DFB-Pokal unglücklich, Champions League nicht optimal, aber Blick nach vorn. Nur 2 Bundesliga-Niederlagen, Vertrauen und Zeit geben, Club-WM und nächste Saison voller Zuversicht. David, ich bin 100% bei dir. Ich bin 100% bei dir. Ich würde, das Einzige, was fehlt, ist die Jugend. Ne? So, den Punkt mit rein, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Stufe abziehen. Würde es auf einer 7 von 10 sehen, aber ansonsten gehe ich mit. No. Ansonsten gehe ich mit. Nee, verstehst du auch nicht den Punkt, den ich gemacht habe, Olli. Nochmal, ein Uli Hoeneß kannte diesen Spieler noch nicht mal. Und natürlich musste diese Verpflichtung abgesegnet werden vom Aufsichtsrat. Und anscheinend hat man da Vertrauen in einen Max Eberl gehabt und hat das abgesegnet, dass dieser Spieler was kann. Ja. So, auch das hat am Ende nicht Max Eberl entschieden. Max Eberl entscheidet sich, oh ja, hier, ich möchte gerne Michael Olise verpflichten. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Trainer, ja. Und wahrscheinlich muss man natürlich zum Aufsichtsrat gehen und sagen, Vincent Kompany ist unser neuer Trainer, der möchte gerne diesen Spieler haben. Ist das möglich? Und dann wird der Aufsichtsrat wahrscheinlich gesagt haben, ja, na klar, das ist möglich. So. Ja, auch das hat am Ende nicht ein Max Eberl entschieden, aber ein Max Eberl ist da hingegangen und hat gesagt, diesen Spieler. Da ist ja nicht Uli Hoeneß gekommen und hat gesagt, ach, Max, hier, den kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer mir den Namen geflüstert hat. Geh mal dahin, guck dir den mal an. Schlag mir den mal dann im Aufsichtsrat vor und dann entscheide ich das. Merkst du den Unterschied? Ja? Ein Max Eberl sucht doch Spieler. Er hat auch ein Duell gesucht und ist damit zum Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat hat dann gesagt, nö, kriegst du nicht. Ist doch ein Unterschied, ob der Spieler von woanders kommt oder ob der Spieler in diesem Verein ist. Kannst du doch jetzt nicht vergleichen, Alter. Natürlich entscheidet der Aufsichtsrat, ob ein Vertrag verlängert wird mit einem Jamal Musiala. Das entscheidet doch am Ende nicht ein Max Eberl, Alter. Der entscheidet das gar nicht. Der entscheidet doch noch nicht mal, ob Florian Wirtz verpflichtet wird. Entscheidet das ein Max Eberl gerade? Nee, wenn Uli Hoeneß den haben will, wird Uli Hoeneß den verpflichten, Alter. Das ist doch der Unterschied. Das ist doch der Punkt. Ja, ich glaube, wäre es nach Max Eberl gegangen, wäre so ein Koman, so ein Gnabry und Sané wahrscheinlich weg vor der Saison gewesen. Die wären in Trainingsgruppe 2 gegangen, Alter. So, was hat er nun mal nicht zu entscheiden? Wild.
Er kann sich gegen Uli nicht zur Wehr setzen, weil er einfach am längeren Hebel sitzt. Das ist doch das Problem. Will mal einen der ganzen Experten hier sehen, wenn er eine Woche tauschen müsste mit Max, zum Beispiel, wie er sich gegen Uli zur Wehr setzen würde. Du kannst dich doch nicht zur Wehr setzen, weil du doch nichts entscheiden darfst. Alter, das ist wie in meinem Job, Alter. Es gibt einfach Sachen, die kann ich nicht entscheiden. Die sind super für den Arsch. Ja? Da kann ich mich stundenlang drüber aufreden, aber die kann ich nicht entscheiden. Ich bin auf irgendeinen Vollpfosten da angewiesen, der das entscheiden muss. Ich kann dem sagen, Alter, das funktioniert so nicht. Das kann so nicht funktionieren. Wenn der aber sagt, nein, dann nein. Ja, und das ist 1:1 dasselbe, Alter. Er kann das doch nicht entscheiden. Das ist doch, was ich gerade sagte. Jeder Furz wird vom Aufsichtsrat entschieden. Problem ist halt, dass Uli keinen Nachfolger von ihm für gut genug hält. Das glaube ich noch nicht mal. Das Problem ist einfach, dass der nicht loslassen kann. Das ist doch das Grundproblem dieses Vereins, was auch Kahn genauso angesprochen hat. Hier kann niemand normal arbeiten. Ja, genau, er kann nicht loslassen, Alter. Er kann einfach nicht loslassen. Und wenn dem so ist, Alter, dann mach den Sportdirektor. Dann geh wieder ins operative Geschäft oder halt die Fresse, Alter. Da musst du ihn aber auch. Du könntest ihn wahrscheinlich selbst aus dem Aufsichtsrat rausnehmen, weil da alles dann 7 Deppen sitzen, die den Uli anrufen. Ja, Uli, soll ich da jetzt für stimmen oder soll ich da jetzt nicht dafür stimmen? In diesem Verein sitzt doch keiner in diesem Aufsichtsrat und würde da einmal gegen Uli Hoeneß stimmen, Alter. Das ist doch das andere Problem. Das ist eine Katastrophe. Es klingt mehr als böse, aber es wird sich erst was ändern, wenn Uli nicht mehr da ist und selbst das spuckt er in der Seener Straße rum und wird alle heimsuchen. Ja, keine Ahnung, er müsste einfach mal loslassen, Alter. So, aber wahrscheinlich ist er durch diese Phase, ich weiß nicht, wie weit er losgelassen hat beim Olli, ja, beim Olli Umbrazzo. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er da losgelassen, hat gesehen, ach scheiße, ist alles in die Hose gegangen und deswegen ist er jetzt wieder voll da, weißt du? So. Keine Ahnung. Das wissen wir ja alle nicht. FC Bayern braucht radikalen Umbruch. Kader nicht konkurrenzfähig für große Ziele. Abwehrchef fehlt. Minje Upamecano ohne Ausstrahlung. Nee, da gehe ich nicht mit. Lieder gesucht. Jein. Angriff, Backup für Kane nötig. Ja. Flügel, Ulisse vielversprechend. Links nachbessern. Ulisse vielversprechend. Vielversprechend. Aha. Was muss denn passieren, dass er gut ist? Alter. Ulisse ist eine absolute Maschine, Alter. Vielversprechend. Wild. Coman wohl weg, Gnabry fraglich. Aha. Okay, wild. Nee. Da habe ich jetzt keine Lust, auseinander zu pflücken. Olli, guten Hunger, hau rein. Bei Sané und Gnabry erwartet man noch nichts. Nee. Du freust dich, wenn die mal ein gutes Spiel machen. Ich freue mich da noch nicht mal mehr, was eh nicht von Dauer ist. Ich meine, wir haben es bei Lieber gesehen. Er hat 2 Tore gegen Pauli gemacht, ein gutes Spiel gegen Augsburg und jetzt war er wieder 4 Spiele nicht zu sehen, Alter. Das ist genau das Leistungsniveau. Ja? Das ist das Und jetzt vergleicht mal dieses Leistungsniveau mit dem Michael, Alter. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Ganz genau, Also ich bin auch schockverliebt. Das hat Spaß gemacht zu coachen. Wenn Musiala ausfällt, performt in der Regel nur Ulisse, das ist schon ein Problem. Ja, natürlich, weil Harry Kane hat auch, der Mitspieler fehlt in der Mitte. Wenn Harry Kane ausfällt, performt keiner mehr. Thomas Müller war der Mann, ja. Alto Belly. Ich sehe das auch eher als Problem, dass wir so abhängig von einigen Spielern sind. Ja, das Problem ist, dass man halt nicht die Eier hat, dann irgendwie dann zu sagen, Jugend forscht oder sowas. Ne? Das ist das Traurige. Das ist ein bisschen schade. Ich bin mal gespannt, ob Harry Kane nächste Saison noch bei uns ist. Ich wäre mir da noch nicht so sicher. Ich freue mich auch darauf riesig. Ja, ich habe mich schon lange nicht mehr so auf eine Meisterschaft gefreut.
Ich freue mich, wenn Harry Kane endlich diese alte hässliche Schüssel nimmt und sie in die Höhe streckt, Alter. Wie ein kleines Kind. Und für Michael freue ich mich auch riesig. Sind doch die beiden, die mit den größten Anteil dran haben. Na, da freue ich mich auch drauf. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das mit Palhinha wirklich schon safe war, dass er dann kommende Saison kommt. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Da, Servus. Gibt Parallelen zu Tuchel und Vini. Beide haben das Spiel auf falsche Pose gestellt. Leimer, Palhinha und so weiter. Ja, hast du auch recht. Also Leimer ist doch das beste Beispiel. War schon unter Tuchel Rechtsverteidiger und ist es unter Kompanie wieder. Christi, Kalle und Max stimmen, glaube ich, schon gegen Uli. Ja, aber bringt dir ja nichts. Chico. Gehe ich mit. Das denke ich auch. Also ich denke auch, das ist eine Sache, die näher dran sind. Aber es bringt dir ja nichts. Es bringt dir nichts. Die letzte Entscheidung hat der Aufsichtsrat. Das ist doch das große Problem, was wir haben. Da kannst du ja noch so gerne stimmen, wie du willst. So. Ja. Und das ist doch das Wilde an der Sache, von der ich gerade rede. Also wir haben es im letzten Transfer-Sommer gesehen. Also es waren so viele Namen, es waren so viele Gespräche so weit. Und dann kam die Ansage, Alter. Und alles ist weg. Und du musst dir das mal vorstellen. Du bist da als Max Eberl zusammen mit Christoph Freund, mit dem Chrissy, der mit im Boot ist. Wirst da deine Pläne haben, bist schon weit fortgeschritten und dann kommt auf einmal jemand und sagt, Babe, Feierabend. Einfach Feierabend. Das war's. Deine ganze Arbeit, die du reingesteckt hast in den letzten Wochen, kannst du dir in den Arsch schieben. Das war's. Es wird nur jemand verpflichtet, wenn jemand verkauft wird. Um jemanden zu verkaufen, musst du immer klipp und klar sagen, du spielst keine Rolle mehr in dem Verein, du wirst ja nicht mehr spielen, du gehst in die zweite Mannschaft. Darfst du nicht. Ja. So, wie willst du denn da arbeiten und wie willst du dann diese Arbeit beurteilen? Eines Max Eberts. Das ist ein Unding, Alter. Geht halt nicht. Und da können die eine Einheit sein, wie sie wollen. Ne? Die haben keine Entscheidungsgewalt. Die haben laut unserer Satzung keine Entscheidungsgewalt. Weil der Aufsichtsrat das freigeben muss und genehmigen muss. Das ist das Problem bei uns. Und das wird sich nicht ändern. Ja? Und solange in diesem Aufsichtsrat, ich weiß nicht, was ist ja 6- oder 8-köpfig, alles Uli Hoeneß Jünger sitzen, weil er die auch alle da reinholt, ja, ändert sich da nichts. So, und wie willst du da die Arbeit eines Max Eberl oder Christoph Freund beurteilen? Du kannst sie beurteilen, ja, dass sie, wo sie gesehen haben, die Jugendspieler kriegen keinerlei Spielpraxis unter diesem Trainer, dass sie die noch losgeworden sind und denen versucht haben, Spielpraxis zu geben. Ja, das kannst du dann auch positiv bewerten. Ja. Dasselbe mit dem Tell. Ja. Stellt euch vor, die kaufen Tell, dann hast du für einen Tell 65 Millionen eingenommen. Ist natürlich immer noch eine Katastrophe in meinen Augen. Aber dass du überhaupt dann noch so einen Deal da irgendwie auf die Beine stellst. So, ja. Aber alles, was Vertragsverlängerung angeht, nochmal. Also ein Eberl hat sich da im Januar hingestellt und gesagt, Thomas, wir klären das schon. So, also da weiß man doch, dass ein Max Eberl wahrscheinlich gerne gehabt hätte, wenn Thomas Müller noch ein Jahr gemacht hätte. Zu welchen Konditionen sei mal dahingestellt? Kann man das gut finden? Nee, gehe ich mit. Das kannst du dann kritisieren, ja, am Max Eberl. Aber die Entscheidung hat er nicht getroffen. Die Entscheidung hat Uli Hoeneß getroffen. Eberl muss sich da hinstellen und muss das kommunizieren, muss dafür gerade stehen in der Öffentlichkeit, ja. Aber die Entscheidung hat Uli Hoeneß getroffen, Alter. Der hat entschieden, Thomas Müller wird nicht verlängert. Punkt. Das ist das Problem.
Ja, ja. Dass Thomas Müller leider den Absprung verpasst hat, können wir natürlich drüber reden, ne? Aber es ist schön, dass er mit der Meisterschaft abtritt. So, dass er letzte Saison nicht abgetreten ist, verstehe ich. Es tut mir super leid, dass er nicht im Finale der Home abtreten darf. Aber ja, er tritt immerhin mit der Meisterschaft ab. Und natürlich, Alter, wird das eine emotionale Geschichte sein. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ja, die Liste kannst du vorführen, Ben. Die Liste kannst du fortführen. Du kannst einen Gravenberch mit reinnehmen. Was waren das? 25, 30 Mille? Boah, ey, müsste ich mal reingucken in die Transfers. Da fehlen bestimmt noch 4, 5 Namen. Zumal, wenn sich jemand mit dem Verein nicht beschäftigt, wirst du dich durch sowas ja auf abgrundtief lächerlich machen bei anderen Vereinen. Du verlierst durch Uli so viel Autorität, ekelhaft. Ja, ich verstehe es halt auch nicht. Es ist halt super schade, ne? Also ich verstehe den Sinn dahinter, dass man irgendwann gesagt hat, ey, yo, wenn ein gewisses Paketlimit überschritten wird, muss das abgesegnet werden vom Aufsichtsrat. Ja. Dann hat man ja, wann war das? Ich weiß aber, wann war das denn? War das vor 1,5 Jahren? Oder war das jetzt vor der Saison? Nee, war vor der Saison, oder? Wo der Chrissy sich da hingesetzt hat und hat gesagt, ja, wir haben jetzt uns unterhalten, wir haben jetzt kürzere Wege, wir haben das jetzt angehoben, dass man nicht mehr für jeden Furz zum Aufsichtsrat rennen muss. Man hat jetzt ein bisschen mehr Flexibilität, wir haben kurze Wege. Ja, eben genau das Gegenteil ist eingetroffen, Alter. Genau das Gegenteil ist passiert. Jeder Furz musste die Erlaubnis holen, Alter. Katastrophe, ey. Junge. Deswegen, wie willst du da eine Arbeit beurteilen? Ist halt super schwer. Und tut mir super leid für den Max Eberl übrigens. Auch für den Christoph Freund. Die beide bei ihren Stationen vorher gezeigt haben, was sie können. Ne? Und werden dann so bevormundet. Das ist natürlich schon schade. Rollreg, servus. Um wieder FC Bayern-like aufzutreten in der Champions League, braucht es eine grundlegende Neugestaltung der Mannschaftsstruktur. Nach 2020 haben wir nur selten überzeugt, vor allem in den K.O.-Spielen. Das liegt auch daran, dass uns Spieler fehlen, die vorangehen und die Bayern-Mentalität auf den Platz bringen, gerade in den engen Spielen. Diesen absoluten Siegeswillen, den FC Bayern immer so stark gemacht hat und ausgezeichnet hat, sehe ich nur selten in dieser Mannschaft. Ja, das kannst du auch daran noch festmachen. Da kommen wir nochmal zurück auf den Kommentar von vorhin. Den DFB-Pokal, das sind auch immer K.O.-Spiele. Ne? Wenn du dir die Spiele anguckst, jetzt Leverkusen mal ausgenommen, würde ich sagen, aber davor die Jahre, genau das Problem. Du hast dich einfach kampflos ergeben. Da ist keiner aufgestanden. Ja? Stellt euch das mal vor. Keine Ahnung. Also, ey, klar haben wir schlechte Spiele gemacht und waren die Leistungen mal schlecht unter dem Kapitän Philipp Lahm. Oder unter dem Kapitän Schweinsteiger, unter dem Kapitän Marc van Bommel, unter dem Kapitän Stefan Effenberg. Aber all diese Spieler, wo ich jetzt nur ein paar von aufgezählt habe, all diese Spieler haben auf jeden Fall versucht, auf dem Platz Zeichen zu setzen, wenn es nicht lief, Alter. Und haben auch mal andere Spieler, wenn es sein musste, zur Seite genommen, zusammengefaltet. Ich fange gar nicht davon an, in der Kabine, ja. Und ja, aber ich glaube, das ist auch so ein, ich habe es schon oft gesagt, so ein Gesellschaftsproblem einfach. Ja, das sind andere Generationen. So, heute fühlen sich Leute eher, oder viele Leute fühlen sich durch sowas angegriffen, ja. Wenn da mal laut wirst oder so, dann fühlen die Leute sich eher angegriffen oder beleidigt oder persönlich angegriffen oder sonst was. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Es hat sich einfach alles ein bisschen anders entwickelt. Ne? So, und da sind wir jetzt, um den Ball nochmal rund zu machen. Deswegen ist bei mir immer so eine persönliche Enttäuschung bei Kimmich da. Oder deswegen hat Kimmich immer diesen Maßstab. Weil ich immer die Hoffnung hatte, dass Kimmich noch dieser Spieler ist. Ja, dass Kimmich diesen Fußstapfen nimmt und
gerade wenn er jetzt die Binde kriegt, dass er dann dieser Spieler ist. Ja. Und das ist ja vielleicht außerhalb des Platzes, nach dem Spiel im Interview, dass er sich da stellt und so, das ist schon alles gut. Aber mir fehlt dann einfach dieses, auch wenn er merkt, ey, nehmt mal den Effe. Nehmt mal den Effe als Beispiel. Oder auch einen Van Bommel. Ey, die haben beide so viele schlechte Spiele gemacht. Auch wichtige schlechte Spiele. Ja. Und trotzdem sind sie trotzdem vorangegangen in diesen Spielen. Ja. So, und das ist was mir beim Kimmich fehlt. Ja. Und das fehlt dieser Mannschaft einfach. Da stimme ich dir zu. Ja. Wer das noch hatte, war De Ligt. Ja, deswegen haben wir den auch so gemocht. So, De Ligt hat das ausgestrahlt bei uns. Dieses unbedingte, dieses Willen, dieses Wollen. Ja. Auch dieses für den FC Bayern und so. Das hat der so unglaublich hart ausgestrahlt. Dass wir ja schon gesagt haben, nach einem Jahr oder so, ja, gib doch die Licht, die Binde, gib ihm die Verantwortung und er hätte sie wahrscheinlich getragen. Ja, ja, auch da. Das war auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer, ja, dass das so eine Art Spieler nochmal sein kann. Deswegen haben wir ihn so gemacht, weil dieser Spieler bei uns einfach fehlt. Der geht uns 100% ab. Ja. Eric Dyer ist noch der am nächsten rankommt. Ja. Der ist noch der da hinten in der Reihe, die Leute, der weist die an, der pfeift die zusammen. Alles ist gut. Ja, hat der gar kein Problem mit. Ist eine Autorität, der da führt. Ja, das geht uns leider ab. Aber wie gesagt, die andere Sache ist, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist heutzutage. Wahrscheinlich nicht. No. Wir waren seit 5 Jahren nicht mehr in einem Finale. Finde ich einen Fehler. Jo. Ja, wir werfen da gleich noch einen Blick drauf, eben auf die Champions League-Spiele. Können wir gerne machen. Ja, na klar, das ist doch, was ich sage, ja. Deswegen ist es halt, ich verstehe da das Argument vom Olli, ja, aber das Argument ist halt scheinheilig. So. Es wird ja nicht der Aufsichtsrat zum Eber gehen und sagen, ey Max, kannst du dir mal da den Obich angucken? Kannst du dir da mal den Ulisse angucken? Kannst du dir da mal den Due angucken? Das passiert ja nicht. Ja. So. Es sind ja Spieler, mit denen sich ein Eberl und ein Freund auseinandersetzen. So. Ne? Und dann gehen die ja zum Aufsichtsrat und müssen sich das okay abholen. So rum funzt das ja. So, das funzt natürlich nicht bei Spielern, die schon da sind. So. Ja. Das ist so der große Unterschied. Und deswegen ist es super, du kannst sie dafür beurteilen, welche Spieler geholt wurden. Da kannst du sie auf jeden Fall mit ins Boot nehmen, ja, definitiv. Aber es ist halt super schwierig, wirklich zu beurteilen, ey, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass ein Jamal Musiala 25 Millionen verdient? Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwierig. Blickst halt nicht durch bei dieser Konstellation, die wir haben im Verein. DFB-Pokal ist ein Mentalitätswettbewerb, den man auch früher immer ernst genommen hat. Aber man hat seit 5 Jahren das Gefühl, den aktuellen Spielern juckt das nicht. Und sie bekommen in diesen K.O.-Spielen nicht das auf dem Platz, was es dafür braucht. Früher war im DFB-Pokal nie vor Halbfinale Schluss. Jetzt ist ein Aus in der zweiten Runde keine Überraschung mehr. Ja, natürlich. Ja. Aber du musst auch gucken, dass ein Großteil dieser Mannschaft, ich sag mal, schließen wir mal diese Saison aus. So, sagen wir mal, bis zu dieser Saison, ein Großteil dieser Mannschaft war einfach satt. Ein Großteil dieser Mannschaft hat ein 6-Tubel unter Hansi Flick geholt. Was willst du mehr holen? Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du hast das Maximale erreicht, was du in deiner Karriere jemals erreichen wirst. Es geht nicht mehr. Ja, das ist das Maximale. Punkt. Welcher Reiz ist da? Ja, ich weiß nicht, wie weit ihr euch mal mit Oli Kahn auseinandergesetzt habt oder generell mit Motivation im Sport. Was meint ihr, wie schwer das sein muss? So, du bist, was weiß ich, wie alt war Kimmich? 27, 28, genau, Goretzka und so weiter. Ey, und du hast auf einmal alles erreicht, was geht. Was noch keiner vor dir erreicht hat. Du hast einfach das erreicht, was, es geht nicht mehr. Du kannst eigentlich deine Karriere beenden.
Ja, du hast alles erreicht, was geht. Es geht nicht mehr. Und dann, ja, die Motivation zu ziehen, zu sagen, mehr, 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 was so ein Oli Kahn unwahrscheinlich konnte. Ja, und unwahrscheinlich, da sind wir wieder bei Kapitän. Und unwahrscheinlich die Mannschaft da mitgezogen hat. Mit weiter, immer weiter. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, da sind wir auch wieder bei diesen Typen, die uns abgehen. Das ist halt super schwierig. Und da sind wir in ein super schwieriges Loch gefallen, weil das halt super, ja, und fast unsere ganze Führungsspieler, ja, die haben alles erreicht. So, und die waren dann irgendwann so, ja, geil. Wir sind's. So, wir sind's, Alter. Wir sind's, Alter. Wir sind die geilen Motherfucker, Alter. Wir sind hier am Olymp. Ja. Ja. Und dann ging die Formkurve nur noch nach unten. Ja. Und der Verein hat halt dann den Fehler gemacht, dass er nicht gegengesteuert hat. Er hat dann versucht, gegenzusteuern, indem man viele, viele Spieler verpflichtet hat. Ja, viele, viele Spieler mit Potenzial, Gravenberg hin und her, haben wir oft genug drüber gesprochen. Aber jeder Trainer, der da war, hat immer an den Alteingesessenen festgehalten und den anderen keine Chance gegeben. Ja. So, und deswegen sind wir dann in diese Spirale gekommen. Bis es dann Leverkusen gab, die uns halt richtig in die Fresse getreten haben. Ja? Auch davor war es ja schon schlecht. Ja, davor war es schon schlecht, Alter. Erinnert euch an die Meisterschaft durch Musialas Tor, die uns von Dortmund geschenkt wurde. Die Saison war eine Farce, Alter. Ja? Das ist die Spirale. Die hat da angefangen. Ja? Du hast es nicht hingekriegt, diese Spieler dann wieder zu kitzeln, diese Spieler dann aber auch in die Konkurrenz zu stellen. So, das ist das Problem gewesen. Ja. Und deswegen erklärt das vielleicht dann auch dieses Ausscheiden. So, ja. Dieses vielleicht Überhebliche, vielleicht im Kopf nicht mehr die letzten Prozente rauskitzeln, dich ein bisschen zurücklehnen, guckt euch einen Gnabry an und so weiter. Ja. Menschlich, würde ich sagen. Menschlich, nicht schön für uns, nicht schön im Leistungssport, definitiv nicht, aber menschlich. Du hast alles erreicht, du kriegst trotzdem die Kohle weiterhin, es ist egal. Ja, wo ist der Reiz? Ja. So, bis du dann gedemütigt wurdest von Leverkusen, das hat die Mannschaft gekitzelt. Ja, dazu ein neuer Trainer, der wieder eine Mannschaft geformt hat. Und deswegen hat der ein oder andere Spieler dann nochmal ein bisschen die Kurve gekriegt. Ja, das ist so die Kurzzusammenfassung unserer letzten Jahre, Alter. Ja. So ist es halt. Und jetzt hast du halt den Vorteil dann gehabt, ja, dass du hast einen Harry Kane verpflichtet, der heiß ist, weil er noch nie Titel gewonnen hat. Du hast einen Michael Olise, der heiß ist, weil er nie was gewonnen hat. Die sind ja neue Impulse dann gewesen, ne? Upamecano, dasselbe und so weiter. Ja. Aber ist natürlich dann schwer auch gewesen für so einen Upa zum Beispiel, der diese Fehler dann hatte, diese Aussetzer. Ja, alles auf seinen Schultern oder was? Ja. Weil die anderen nicht performt haben, die eigentlich performen müssten. Ja. Ist halt schwierig. Und man hat halt nie diesen Umbruch gemacht, der nötig gewesen wäre. So, und das ist das Problem. Du hast immer noch die gleichen satten Leute da rumrennen. Ne? Und den einen oder anderen hast du dann ein bisschen gekitzelt, wie ein Goretzka, den du knallhart aussortiert hast, den gesagt hast, wir wollen dich nicht. Ja, den hast du dann nochmal gekitzelt. Ich meine, der ist nicht umsonst aus der Nationalmannschaft rausgeflogen. Selbe Serge Gnabry. Warum Leroy da immer noch eingeladen wird, weiß ich auch nicht. Ja, ja, aber die kommen halt alle vom Olymp, Alter. Die haben alles erreicht. Mehr geht nicht im Vereinsfußball. Ja. So, da war ich. Ja, die Belastung der Spieler steigt. Parallel zu den gehaltsvollen Resultaten sind mehr Verletzungen. Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass die Kader größer werden. Load-Management und Gespür für die Kabine sind vermutlich bald wichtigsten Aufgaben eines Trainers. Ach, das weiß ich nicht. Das muss man mal abwarten. Das Problem ist, so ein Musiala wird ja dann auf einmal nicht sagen, ach nee, ach weißt du was, wir haben jetzt so viele Spiele, wir brauchen noch einen
zweiten Zehner auf gutem Niveau, ach komm, dann gehe ich wieder auf 15 Millionen runter. Wird ja nicht passieren. Ja. Du musst dir dann erstmal so einen großen Kader leisten können. So, das kannst du aber nicht, wenn du Spieler hast, die so viel Kohle verdienen. Also, das glaube ich nicht, dass das so einfach machbar ist. Ja, finde ich halt auch. Also deswegen, ich wollte da gerade nicht drauf eingehen, auf diese Abwehrchef-Geschichte. Also nehmt das Spiel in Leverkusen in der Bundesliga, Alter. Wie viel Upper da Führungsspieler war. Ja. Ich brauche jetzt nicht wieder sagen, wie viel mehr wie Kimmich, aber ich glaube auch, dass Upper auf einem sehr, sehr guten Weg war und ist, eben dieser Führungsspieler zu sein da hinten in der Viererkette. Ja. Ich konnte keinen Konkurrenten auf Kapitänsamt zulassen. Ja, nee, ich glaube, der hat da schon genug gelitten, der Kimmich. Die Spieler des FC Bayern wären bezahlt, hätten sie in den letzten 5 Jahren 3-mal die Champions League gewonnen. Sind 14 Mal Weltmeister geworden, haben jedes Jahr die Bundesliga mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen. Und das ist nicht der Fall, aber sie werden bezahlt als die europäischen Superstars. Ja, ist ja, was ich gerade sagte, weil sie hier waren, Alter. Ja, sie waren halt da. Sie haben das ja nun mal erreicht. So, sie haben ein Sextubel gewonnen, Alter. Ja, und danach werden sie bezahlt. Das ist vollkommen richtig. Ja. Sie konnten nur diesen Anspruch nie wieder erfüllen. Nie wieder. Und werden sie auch nicht mehr. Ja, der eine oder andere wird ein bisschen mehr oder weniger gekitzelt werden. Sie werden diesen Anspruch nicht mehr erfüllen. Gegen Leverkusen in Unterzahl und ohne Kane spielen, weil kein Backup da war, das war auch maximal unnötig. Das lag dieses Jahr nicht an der Mentalität. Nein, also vor allen Dingen haben wir ja noch ein gutes Spiel gemacht, ne? Also, das glaube ich auch nicht. Vinny hat da schon eine Mentalität reingebracht, so, ja. Das ist halt auch ein großer Punkt, den Vinny reingebracht hat, dass jedes Spiel, egal wer es ist, jedes Spiel wird behandelt und das merkst du auch auf dem Platz, ja, als wäre es ein Finale. So, das merkst du. Hat natürlich den Nachteil, dass super wenig Rotation da war. Ein bisschen zu wenig. Wir haben es dann einmal versucht, das ging dann in die Hose und danach war vorbei mit Rotation. Ne? Da fehlt so ein bisschen das Mittelmaß, denke ich, noch bei Vinny. Da muss er ein bisschen abgebrühter werden. Da haben aber viele Trainer mit Probleme gehabt beim FC Bayern. Ne? Ottmar Hitzfeld hat es mal perfekt vorgemacht. Danach haben die Trainer immer Probleme gehabt mit dieser Rotationsgeschichte. Weil dann halt auch immer gleich die Schreie von draußen kamen. Ne? Aber das wird er noch hinkriegen, denke ich. Ja, genau. Du musst ja diese, ist ja, was ich gerade sagte, du musst ja diese Gehälter mitgehen. Ja, das ist ja das Schlimme. Wenn du da oben spielen willst, wo wir noch aktuell spielen, musst du diese Gehälter mitgehen, Alter. Ja. Was meint ihr, warum ein Harry Kane zum FC Bayern gegangen ist? Der konnte sich einen Verein aussuchen, Alter. Der konnte sich den Verein aussuchen, wo er hingeht. Natürlich, ein großer Hauptpunkt, mit Sicherheit, da kann ich am einfachsten den Titel gewinnen, ja, in der Bundesliga. So, aber ihr glaubt ja auch nicht, dass ein Harry Kane für 10 Millionen bei uns spielt. Der verdient halt 25 Millionen, Alter. Ja, und hätte der FC Bayern gesagt, du kriegst hier nur 20, hätte Harry Kane gesagt, dann gehe ich nach Barcelona oder dahin oder dahin. So ist es halt. No? Wie wär's mit einem Video, mein realistischer Kader 25, 26 von dir? Schwierig. Wie gesagt, ich bin keiner, der... Natürlich habe ich ein paar Vorstellungen oder hätte ein paar Namen im Kopf, die ich mir beim FC Bayern vorstellen könnte. Aber ich kann die nicht wirklich beurteilen, Alter. Ich kann ein paar Spieler beurteilen aufgrund der EM, ja, die ich gesehen habe. Aber ich könnte ja zum Beispiel nicht sagen, wie stark ist denn Nico Williams diese Saison in Bilbao. Ich meine, Bilbao ist immerhin jetzt im Halbfinale, ja, Vierter in La Liga, glaube ich, oder sowas. Aber welchen Anteil jetzt Nico Williams daran hat, kann ich nicht wirklich sagen. Ich würde ihn natürlich gerne bei uns sehen, ja, würde ich mich freuen. Aber deswegen könnte ich so ein Video schwer machen. Guck dir mal Coman an, ist bis zur letzten Saison in jeder seiner Profisaison Meister geworden und wir wundern uns, dass der nicht durchdreht vor Freude.
Ist irgendwann mal menschlich. Ja, na klar, ist das menschlich. Aber es ist auch menschlich, dass du dann, dass du nicht mehr an die Grenze gehst, oder? Sowas von menschlich, Alter. Jetzt überleg mal, du bist, keine Ahnung, ist ja egal. Ich meine, am besten nehmen wir das Beispiel Niklas Süle, auch wenn er nicht mehr beim Bayern spielt. Aber nehmen wir, du bist diese Art Mensch, ja. Keine Ahnung. Du frisst halt ein Jahr keine Big Macs, ja, und trinkst keine Cola, weil du vorbildlicher Profi, du willst das Maximale rausholen, rauchst keine Kippe, holst dann das Sextubel, bist am Olymp, Alter, hast alles gewonnen, was geht, wirst nie wieder, wenn du noch 10 Jahre Karriere vor dir hast, du wirst nie wieder was Höheres gewinnen können. Ja. Und dass du das nochmal schaffst, ist so gering, diese Chance. Ist doch klar, dass du dann, ach, geil, Alter, ich habe doch alles erreicht. Kann mir doch jetzt den Burger gönnen und die Kippe. Ne? So, das ist doch menschlich, Alter. Ja. Du musst ja dann echt schon versessener Typ sein, wie so ein Oli Kahn es nun mal war, da nicht erstmal in so ein Loch zu fallen. Ne? Deswegen. Aber da wäre der Verein in der Pflicht gewesen. Ne? Und das hat er halt schlecht gemacht. Opa hat wirklich die Kurve bekommen. Bei Mensch bekomme ich langsam Zweifel. Wird aber auch Zeit, dass Dyer einen Vertrag bekommt. Ja, also Opa hat auf jeden Fall die Kurve bekommen. Ich gehe da 100% mit. Opa hat eine super starke Entwicklung genommen, ne? Unter Kompanie. Allein wenn du siehst, was Opa, das hast du jetzt gerade in den Spielen gesehen, wo Opa nicht da war, allein was Opa für einen Conny Leimer mitgearbeitet hat, auf der Rechtsverteidiger-Posi, ne? Neben der Innenverteidiger-Posi noch. Also das ist schon, also deswegen jeder, der sagt, wir brauchen jetzt einen neuen Abwehrboss, tue ich mich schwer mit, ja. Weiß ich nicht, weil du musst auch wieder gucken, du kannst ja, überleg mal, du verpflichtest jetzt, nehmen wir es nun mal an, ja, weil ich es gelesen habe, ich meine, der wird in Liverpool bleiben, aber ist auch zu alt für meine, aber überleg mal, du verpflichtest jetzt so ein Van Dijk, ja, oder Van Dijk, oder was weiß ich, wie du ihn aussprichst. Der kommt in eine Mannschaft, die er nicht kennt, so, und dann soll er da gleich der Führungsspieler sein, so gleich die Vierer Abwehrkette, was? Soll der große Leader sein oder was weiß ich was? Das funzt halt nicht. Sowas muss wachsen. Sowas muss wachsen, wie es bei Opa wächst gerade. Ja? Du kannst nicht sagen, ich hole jetzt Führungsspieler A und setze den in diese Mannschaft und da wird er jetzt der Führungsspieler sein. Egal, ob der mit dem klarkommt, mit dem klarkommt, mit dem klarkommt. Ich meine, gerade bei uns, in unserer Mannschaft, wisst ihr selber, wir haben 20.000 Führungsspieler, Kandidaten in dieser Mannschaft. Es ist vollkommen richtig, dass da jemand reinwachsen muss aus dieser Mannschaft. Und das tut ein Opa gerade. Deswegen, ich habe da keine Zweifel. Ja. Und dass ein Opa jetzt nun mal verletzt war, ja, ist halt mega unlucky, Alter. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Man darf nicht vergessen, unser Innenverteidiger, der stabilste Innenverteidiger war dieses Jahr, ist weggebrochen. Und dazu noch der Linksverteidiger. So, zwei Leute aus der Viererkette. So, ja, dann kompensier das mal. Ja, dazu ist dann noch ein Ito weggebrochen, der eigentlich der ideale Ersatz war dann für die Linksverteidiger-Posi, Alter. Das musst du doch erstmal verkraften. So, und trotzdem bist du dann am Ende des Tages mit einem Tor ausgeschieden. Ja, du bist jetzt nicht untergegangen oder sowas. Also, man darf das nicht alles so schlecht sehen, ne? Und dann nehmen wir auch den Kommentar mit rein hier von David dafür. Vollkommen absurd, wenn man die Saison von Kompanie nicht positiv bewertet. Genau. Es gibt nach wie vor deutlichen Verbesserungspotenzial, aber gemessen an den Erwartungen und der vergangenen Saison hätte vermutlich jeder die aktuelle Situation angenommen. Ja, ganz genau. Ja, Heinkes konnte das ja auch. Der hat halt auch so eine Ausstrahlung gehabt. Nee, ich seh auch nichts. Wie gesagt, wir meckern immer viel. Wir können diese Jugendarbeitsgeschichte, können wir richtig reingehen, ja. Aber nochmal, für mich geht das diese Saison in diese Schublade Finale der Home. Da gehe ich, wenn, nächste Saison rein. Oder meinetwegen Club-WM können wir da mit reingehen, aber da alle verliehen sind, ich weiß nicht, wie die vertragliche Situation da aussieht, dann kannst du da natürlich reingehen. Aber aktuell, also ich habe auch, wie gesagt, für mich, ich habe eh nicht diese Träumerei gehabt vom Finale der Home. Ich finde es krass, dass wir überhaupt so nah dran waren, wenn wir ehrlich sind. Ja, das war schon eine starke Leistung. DFB-Pokal war wirklich unlucky, wenn wir ehrlich sind. Und Meisterschaft.
Ey, dass du mal Rückschläge hast mit einem neuen Trainer, neues Spielkonzept, dass der auch nur ein Konzept hat, können wir natürlich kritisieren, Alter. Gar keine Frage, ja. Aber am Ende, dass er aus dieser Mannschaft, wo wirklich nur Michael neu war, vergleicht diese Saison mit der letzten, fußballerisch. Über was beschweren wir uns, Alter? Und wir wären noch Meister. Ja, also das sollte klar sein mit 8 Punkten jetzt. Also es gibt nichts, worüber wir uns wirklich ernsthaft beschweren können. Sie sind nicht in der Champions League Vorrunde ausgeschieden. Ja, Champions League generell war schwach von uns, wenn wir ehrlich sind. Das ist schon richtig. Aber ganz ehrlich, ich glaube einfach, man hat das gesehen, finde ich. Auch an Kimmich und so. Ich glaube, der Druck war zu groß, Alter. Ich glaube, der Druck mit neuer Trainer, von da, wo wir gekommen sind, dieser schlechte Fußball die letzten 2, 3 Jahre, der wirklich schlecht war, ich glaube, der Druck war zu groß. Dieses Finale da oben war zu schwer gewiegt in der Champions League. Ja. Ich meine, wir sind an einem Druck zerbrochen, wenn wir es mal ganz kurz durchgehen, wir sind an einem Druck zerbrochen, in Feyenoord Rotterdam gewinnen zu müssen. Wir sind an diesem Druck zerbrochen mit 3:0, Alter. Ja, das war Punkt 1, wo du das gemerkt hast. Punkt 2, Celtic, zu Hause, Alter. Zu Hause, Playoff-Spiel. Was war das für ein Krampf? Ja, dass wir da weitergekommen sind. Ja, das waren schon alles Indikatoren dafür, dass die Mannschaft sich super schwer tut mit diesem Druck. Ja, ja, und das hast du dann gegen Inter gesehen. Leverkusen waren Selbstläufer, Alter. Leverkusen waren die einzigsten 2 Spiele, wo du gesagt hast, ja, das ist der FC Bayern, den wir sehen wollen. Da war der Druck nicht. Der war nicht da. Der Druck war nicht da, weil wir einfach Leverkusen wegficken wollten, Alter. Einfach der Frust der letzten Saison, wie die uns vorgeführt haben wir einfach den Leverkusenern gezeigt, Alter, wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir sind der FC Bayern München. Ja. So. Da war der Druck nicht. Und dann kommt Inter Mailand, Alter, wir haben zu Hause 2:1 verloren. Zu Hause, Leute. Wie viele Spiele, ich weiß es gar nicht, weiß bestimmt einer von euch, haben wir in Folge nicht zu Hause verloren, europäisch? Ja. Nee. Ich glaube einfach, die Mannschaft war dem Druck nicht gewachsen. Und nochmal, wenn dann 3 Stammspieler wegbrechen, Alter, im Viertelfinale der Champions League und dann noch der 4. mit Ito, der dann der logische Ersatz zumindest gewesen wäre. Natürlich dann der Umstand, dass gewisse Spieler dann nicht auf idealen Positionen spielen, hin und her. Ja, dann ist es so, Alter. Dann ist es so, ne? Aber nochmal, die Saison war oder ist auf jeden Fall gut. Für die erste Saison unter Kompanie ist das ordentlich. WB, Olli. Ja. Klar spielen die meisten Profis mit Schmerzmittel, Alter. In die Verlängerung, ja. So Ostern. Genau, weil ich keine 20 Meter verdiene. Ich glaube auch, dass in unserer Defensive die Innenverteidigung unser kleinstes Problem ist, um ehrlich zu sein. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass wir da Probleme haben. Was sagst du zu Adam Azzo? Bekommt er endlich Spielzeit beim FC Bayern? Das werden wir sehen, Alter. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Aber das habe ich schon während der Saison gedacht, wo keine Außenverteidiger da waren und er trotzdem nicht spielen durfte. Ich meine, Ito und Davies werden wahrscheinlich länger nicht da sein. Also. Kompanie hat den Verein und die Spieler wiederbelebt. Das war der erste wichtige Schritt. Weitere Schritte, junge Spieler, Taktik verbessern und so weiter ist der nächste Schritt. Ja. Ja, sehe ich genauso.
Und wie gesagt, es ist diese große Überschrift Finale der Home weg. Ey, das kannst du nicht wegdiskutieren, dass das einfach ein Thema war dieses Jahr. Natürlich auch wieder ein hausgemachtes Thema, in dem man den Druck aufgebaut hat von Vereinsseite. Aber wenn das weg ist nächstes Jahr, dann, ja, dann hast du vielleicht auch mal mehr die Eier zu sagen, ich setze jetzt mal da auf den und den Spieler, guck mir den mal an. Mal sehen. Will ich wissen, was die beiden Leverkusen-Spieler in Kraft gekostet haben? Ja, gut, das ist ja immer so eine Diskussion. Nee, ich find den Kader nicht zu klein numerisch. Absolut nicht. Ich finde, du kannst ihn profimäßig auf jeden Fall noch verkleinern, Alter. Aber ja, ich weiß, damit stehe ich immer alleine da. Also, ich brauche keinen Serge und keinen Leroy als Ersatzspieler auf Außen. Ja. Brauche ich nicht. Für was? Du hast 4, 5 junge Talente, die Außenbahnspieler sind, Alter. Wenn die Stammspieler eine Pause brauchen oder verletzungsbedingt ausfallen, ja, dann musst du halt mal auf die Talente vertrauen, Alter. Punkt. Ja. Da brauche ich keinen 20 Millionen dafür. Ganz einfach. Ja, numerisch, Stürmer brauchen wir nicht reden. Wir brauchen einen zweiten Stürmer. So, Punkt, ja. Oder ansonsten musst du da halt auch einen jungen Jaus dahinter nehmen. Ja, da musst du die Eier halt haben. So, da brauchst du auf jeden Fall was. Aber ansonsten, bitte dich. Du hast 2 linke Verteidiger, du hast 2 rechte Verteidiger, du hast 3 Innenverteidiger, du hast 5 zentrale Mittelfeldspieler, du hast 4 Außenbahnspieler, du hast aktuell 2 Zehner, wenn du Thomas Müller mit reinnimmst und hast einen Stürmer. So, also ich weiß nicht, wo man darüber reden kann, numerisch zu klein. Mal ganz davon abgesehen, dass wir 4 Torhüter gerade haben. Also, also ich denke, numerisch ist da nichts zu klein. Ja? Und das ist ohne Jugendspieler. Das sind alles Profispieler. Also, da ist fast alles doppelt besetzt. Bis auf die Stürmerposi. Ich glaube nicht, dass man davon numerisch zu klein reden kann. Azno Bedeiler verkauft. Wir werden sehen. Die Obersten machen uns mehr Probleme, als dass sie uns nutzen. Einfach alle mal die Fresse halten, unfassbar, wie viel Scheiße die in der einzigen Systemmikrofon sammeln können. Ja, aber es geht ja noch nicht mal darum. Es geht ja trotzdem darum, dass sie trotzdem die Entscheidungen treffen. Ob sie jetzt öffentlich die Scheiße labern oder nicht. Ja? Ich muss das mal so sehen, wenn sie diese Scheiße nicht labern würden, dann würde man ja gar nicht wissen, dass es sehr wahrscheinlich nicht Max Eberls Verantwortung ist. So kann man sich das ja wenigstens ein bisschen zusammenreimen, wenn Uli Hoeneß da Sachen von sich gibt. Sonst, Max Eber sagt das ja nicht. Der steht da Rede und Antwort wie so ein kleiner Dackel, Alter, und muss die Birne dafür hinhalten. Obwohl es nicht seine Entscheidung ist. Ich glaube nicht, dass er Azno spielen wird. Wo soll er denn spielen? Rechtsverteidiger hast du, ja, keine Ahnung. Hast du 2 plus X im Team. Je nachdem, ob du Conny Leimer jetzt als Rechtsverteidiger nimmst oder Njosch, dann hast du 3. Ja, wir müssen halt abwarten. Transfersommer, ich denke, Abgänge, Boe, Palinja, vielleicht Harry Kane. Ich hoffe Serge Gnabry, ich hoffe Kingsley Coman, ich hoffe mit Sané wird nicht verlängert. Mittlerweile zweifle ich schon dran, dank Olli. In der Zentrale weiterer Abgang Leon Goretzka. In der Innenverteidigung kann ich mir vorstellen, dass man Min-Jae abgibt und den ersetzen wird. Linksverteidiger Posi, denke ich. Ich denke, Guerrero wird man behalten, weil er halt auch einen Achter und einen Zehner mal geben kann. Ja. So, und dann gilt es halt adäquat, vielleicht mit 3, 4 gestandenen. Ansonsten musst du halt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Talente nehmen
und die einfach mal da Vollgas machen lassen im Konkurrenzkampf und gucken, wer sich da heraustut. Ja. Das wäre so meine Traumvorstellung. Nee, das weiß ich nicht, wie sich das mit der Club-WM verhält. Ist irgendwie ganz, ganz wild da mit diesen. Ja, aber so ist das, wenn man neue Wettbewerbe integriert, ne? Ja. Habe ich ja gerade aufgezählt, wie viele ich erwarte. Also erwarten tue ich die nicht, das wäre meine Wunschvorstellung. Was ich erwarte, ist schwierig. Ich erwarte Kingsley Coman, was ich das hartnäckig höre, hält das Gerücht. Den erwarte ich, weil er auch nicht unangefochtener Stammspieler ist. Ich erwarte Palhinha, einfach weil er keine Rolle spielt bei uns. Und das war's schon. Das sind die beiden Abgänge, die ich erwarte. Boe weiß ich nicht. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass ein Kompanie schon an ihm festhalten möchte. Warum es dann doch nicht gereicht hat, weiß ich nicht. Vielleicht wäre er sonst noch ein Abgang, den man erwarten kann. Ja. Ist halt wieder die Frage, wie plant man mit Adam Aznu, weil er kann natürlich rechts und links hinten spielen. Dann könnte man natürlich einen Boe auf jeden Fall abgeben. Dann müsste man dem Jungen aber halt auch mal Vertrauen geben und Spiele geben und Spielzeit geben. Schwierig. Schwierig. Wir werden es sehen. Ich kann es ganz schwer einschätzen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man Aznu ziehen lässt. Ne? Weil, wie gesagt, linke Seite ist eh zu mit Fonzie Davis. Dazu hast du Ito. Ich denke, Ito wird ich hoffe, wenn er endlich mal seinen Fuß da gefixt kriegt, Alter, ich hoffe, die ballern da jetzt irgendwie Platin rein oder Titan oder was weiß ich was. Der 6 Millionen Dollar Fuß oder so, dass das endlich mal was wird. Ich denke, dann bist du auf der Posi gut aufgestellt. Ja. Und dann ist die Frage, wie siehst du die rechte Seite, Alter? Siehst du einen Conny Leimer endlich im zentralen Mittelfeld? Siehst du auf der rechten Seite einen Stunny? Obwohl ich einen Stunny, glaube ich, eher in der Innenverteidigung sehen würde sogar. Könnte ich mir richtig gut neben Upa vorstellen, weil er nochmal diesen spielerischen Touch geben würde. Schwierig. Viele, viele Möglichkeiten haben wir. Dieser Kader gibt dir so viele Möglichkeiten. Ja, wir haben leider so wenig genutzt bisher. Aber wer weiß. Mit ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, gegen wen spielt Leverkusen am Wochenende? Ich kann da mal eben gucken. Mit ein bisschen Glück haben wir ja noch 3 Spiele, wo es um nichts geht. Vielleicht können wir da ein bisschen was ablesen dann. Ich weiß es nicht. Warum kann ich noch nicht mal den Spieltag hier weiterklicken? Ist ja wild. So. In Freiburg. Ist auch nicht einfach. Ach, 31. erstmal wäre eine Idee, wa? Wir zu Hause gegen Mainz. Wäre natürlich schon schön. Zu Hause gegen Augsburg für Leverkusen. Augsburg darf man auch nicht unterschätzen. Wer weiß. Ja, wie gesagt, Möglichkeiten haben wir viele. Ne? Die Frage ist, was machen wir davon? Auch mit den Leihspielern halt. Ich weiß nicht, ob man Wanner verscherbelt. Ich könnte mir vorstellen, dass man den nochmal ausleiht. Ja gut, Kretzig hat doch kein Bayern-Niveau. Sorry. Also als Linksverteidiger definitiv nicht. Vielleicht auf der Außenposi, ja, aber dann wäre er auch so ein Strunz. Weißt du? So ein Ergänzungsspieler. Das ist ja wahrscheinlich ein No-Brainer, aber ansonsten hat der nicht das Niveau, Alter. Sorry. Mir würdest du also Nummer 1 im Tor wünschen? Das ist schwierig. Also auf jeden Fall würde ich Urbich oder Peretz da sehen. Aber ich weiß nicht, Peretz hat man ja irgendwie jetzt auch abgesägt. Ist halt schwer so von außen zu beurteilen. Also ich würde mir auf jeden Fall nicht Manuel Neuer als Nummer 1 wünschen.
Manu sollte gucken, die beiden unterstützen. Ja, so ein Ding. Ja, genau, Chico, sehe ich genauso. Mit die beiden auch um die 1 in den Konkurrenzkampf gehen lassen. Ne? Als Christoph am Freitag gesagt hat, wir planen mit Palinja, wusste ich, okay, er wird verkauft. Genau das gleiche hat er bei Mattis übrigens auch gesagt. Ja, wie gesagt, es ist auch immer schwierig zu beurteilen, wer da was wie verantwortet, ey. Peretz wird abgegeben, wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht, dass du den Nübel zu Geld machen kannst. Der wird wahrscheinlich so ein fürstliches Gehalt haben, dass du froh sein kannst, wenn du ihn los wirst, Alter. So wie ich das weiß, zahlen wir doch eh Teil seines Gehaltes, oder? Also, das ist halt auch eine absolute Nullnummer, die Verpflichtung. Zur Führungsetage habe ich heute mehr als genug gesagt. Wer sich bei Heidenheim nicht durchsetzt, hat hier keine Ansprüche. No. Nein, also der Obich, sorry. Der wird bei uns keine Minute spielen, sehe ich genauso. Nee, also ohne Scheiß, ich finde das gut, wenn das wirklich so ist gegenüber Daniel natürlich scheiße, ja, gegen Peretz. Ich fand ihn bisher sehr sympathisch, hat einen soliden Eindruck gemacht. Also ich fände es völlig fein, wenn man sagt, man verleiht ihn für ein Jahr, dass er irgendwo ein Jahr Spielpraxis hat, ja, wo er wirklich spielt als Nummer 1. Das würde ich mir wünschen. Kann er sich da nochmal ein bisschen entwickeln. So, wenn man dann gleichzeitig sagt, so, pass auf, Urbich ist hier die Nummer 1, Manuel wird ein paar Spielchen kriegen, wird ihn unterstützen, wird ihn ranführen. Dann habe ich da kein Problem mit, dass man sagt, komm, Manu, du hast noch ein Jahr. Ne? Ich meine, ist ja eh verlängert, kommen wir eh nicht drum herum. Aber wenn das wieder so laufen sollte, dass man jetzt, sobald Manuel wieder geradeaus laufen kann, ja, jetzt sogar in dieser Saison noch, also die letzten 4 Spiele muss er Urbich lassen, Alter, hat er sich verdient. Da jetzt zu sagen, oh, jetzt stellen wir wieder den Manu auf und der Obig sitzt dann da jetzt ein Jahr auf der Bank und kann sich die Scheiße wieder angucken, das wäre völliger Schwachsinn. Ja. Also ich denke, Obig hat gezeigt in diesen Spielen erstmal, dass er mit dem Druck umgehen kann, wenn wir uns mal die Spiele gegen Inter anschauen, weil da war Druck auf dem Kessel mehr als genug. Dass er fußballerisch sogar noch stärker ist, wie es ein Manu ist, denke ich, hat man ganz klar gesehen. Das ist ja ein No-Brainer. Ja, deswegen spielt er auch und nicht ein Daniel. Daniel ist da nicht so. Ja, da fehlt dem Daniel auf jeden Fall einiges, was das Fußballerische angeht. Also, da ist er Manu sogar voraus, der Obig, fußballerisch. Und das heißt schon was. Also, da habe ich gar keine Sorge. Auf der Linie, vergleich das mit dem Manu, Alter. Der ist schon 3-mal in der Ecke, dann ist der Manu gerade angefangen zu fliegen. Ja. Natürlich muss er Erfahrung sammeln. Deswegen sage ich ja, wäre es gut, wenn Manu noch da ist, allein so trainingsmäßig und sowas. Und da musst du an ihm festhalten, so wie es jetzt auch war, wenn er einen Fehler machen wird. Er wird einen Fehler machen, Alter. Ist ein junger Goalie, die werden Fehler machen, das gehört dazu. Musst du an ihm festhalten und gut ist. Ja. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu sagen, ey, Manuel Neuer ist nächstes Jahr meine Nummer 1. Dann notgedrungen ist er jetzt rangeführt. Ja, er ist gerade Teil dieser Mannschaft und guckt euch an, wie er bei Ecken die Leute hin und her schiebt. Ja. Völlig schmerzfrei, also wäre es selbstverständlich. Also ihn jetzt wieder da rauszunehmen, um Manuel Neuer da jetzt reinzustellen, weil er jetzt nochmal ein Jahr seine Midlife-Crisis führen muss. Nee, da musst du jetzt denselben Weg machen wie beim Thomas. Ja. Alles gut, du kannst hier noch ein Jahr sein. Haben wir die letzten 2 Jahre bei Müller gemacht. So musst du mit dem Neuer jetzt verfahren. Alles klar, Manu, du bist die Nummer 2, du kriegst meinetwegen die DFB-Pokalspiele. Meinetwegen auch die Champions League-Spiele, eben aus der, was weiß ich was, weil er so viel getan hat für den Verein und Bundesliga kriegt der Urbich. Ja. Dann alles fein. Dann kann ich damit leben, aber wenn du den Jungen jetzt wieder da rausnimmst, Alter, wo er gerade angekommen ist in dieser Mannschaft, ja, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du dann, wenn der Manu irgendwann aufhört, dir wieder 80, 90 Mittel in die Hand nehmen musst und einen Torwart verpflichten musst, Alter.
Naja, im Verleihen ist jede Top-Mannschaft Weltmeister. Da gehören wir noch zu denen, die am wenigsten verdienen haben. Also es gibt Mannschaften, die haben 50, 60 Spieler verliehen pro Jahr. Das ist völlig krank. Ja, in Saragossa wirst du bei uns auch nicht mehr sehen. Ja, aber man sollte das halt nicht davon abhängig machen, ob Manu sich verletzt oder nicht. Ne? Also ich fände es schon wichtig, so wie ich es gerade gesagt habe, sag dem Urbich, du spielst auf jeden Fall die Bundesligaspiele und die Pokalwettbewerbe spielt der Manu meinetwegen. Irgendwie sowas musst du machen. Ja, erwartet wird immer viel. Ich erwarte auch, dass ich in 30 Minuten kacken gehe, aber vielleicht tue ich es auch nicht. Mir fehlt die Fantasie zu glauben, dass Neuer nächste Saison viele Spiele abgeben wird. Naja, das ist halt eine Trainergeschichte, Alter. Da sind wir wieder wie bei der Diskussion mit Kimmich. Der Trainer entscheidet das, Alter. Ganz einfache Kiste, ja. Und wenn der Trainer hat jetzt den Urbich gesehen, er weiß, was er gesehen hat. Und entweder reicht ihm das, wer wird auch Manuel Neuer die Saison gesehen haben, was teilweise eine Phase war. Und dann muss der Trainer das entscheiden. Wenn der Trainer sagt, Manu, du spielst in der Bundesliga nicht, dann spielt er in der Bundesliga nicht. Punkt. Ja, auch ein Manuel Neuer stellt sich nicht selber auf. Auch er nicht. Kaum zu glauben, aber wahr, ne? Nein, natürlich kann Neuer nicht ein ganzes Jahr durchspielen. Aber was wäre das denn mal für ein Zeichen? So, weißt du? Das Zeichen ist doch dann, Jonas, wir setzen auf dich. Lern noch was von Manu, nimm noch was mit. Und das gleiche Zeichen an Manu. Ja, bei mir auch, Ammu. Bei mir auch. Ich hab den Spruch auch nicht verkraftet. Mit Herz rausgerissen. Ich glaube auch nicht, dass Neuer das entscheidet, ob er spielt oder nicht. Also Kompanie hat bei Müller auch entschieden, dass Müller nicht spielt, oder? So. Und das auch gegen Inter Mailand. Obwohl jeder wahrscheinlich gesagt hat, Müller muss spielen, wenn Musiala nicht da ist. So, genauso wird eine Kompanie das beim Neuer entscheiden. Und deswegen sage ich ja, es ist ja gut, dass er sich zeigen konnte. Das Problem ist immer so ein bisschen, Kompanie setzt sehr viel, zumindest hat er das bisher getan, auch in seinen PKs immer. Sehr viel, was ihm wichtig ist, ist Erfahrung. Es hat natürlich dann komisch gewirkt, dass er dann Müller da nicht hingestellt hat. Ich weiß nicht, wie wichtig ihn Erfahrung im Tor ist. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ne? Dass der Verein das mit dem Torwarttrainer entscheiden durfte, ist aber auch frech, ne? Wenn man einfach einen Torwarttrainer entlässt, weil er, was weiß ich, was gemacht hat, dann wird einem schon mal vom Vereinsseite einfach das Herz rausgerissen, ne? Wenn der Torwarttrainer halt dein Trauzeuge war. Also, verstehe ich schon. Also, ist natürlich dann ein ganz, ganz böser Verein. Also. In den letzten 2, 3 Jahren haben wir gar keinen Torhüter gekauft. Daniel Peretz und Urbich halt. Ja, ich denke auch, dass das ein Zeichen halt für Urbich wäre. Kannst es ja, meinetwegen mach es auch umgekehrt, ist ja wurscht, ja. Wo es natürlich in der Bundesliga mehr Spiele wären, deswegen halt. Ich mag ihn auch. Also mich hat er auf jeden Fall positiv überrascht, der Urbich. Gerade auch, was das Spielverständnis angeht, ne? Wenn man mal die 2, 3 langen Bälle sieht, wo er auch Chancen kreiert hat. Auch sonst, dass er nicht fickrig wird, wenn du ihn hinten anspielst unter Druck. Ja, auch wenn Josh da war und er den katastrophal teilweise da in Bedrängnis gebracht hat, wie ruhig er geblieben ist. Also, das sieht sehr, sehr gut aus. Was sagst du zum neuen Home-Trikot? Ich habe da nur so ein ganz komisches Bild gesehen. Wenn das dieses ganz, ganz komische Bild sein wird, was ich da gesehen habe, dann sieht das grausam aus. Wenn es das wird, was vor einem halben Jahr mal in Umlauf war, mit diesem richtigen weißen M drinne,
Das sah schon ziemlich cool aus. Das gab es nie. Das gab es dann nur irgendwie bei so einem Chinamann mal. Also mal abwarten. Ist ja noch nicht offiziell, das Trikot. Können wir dann was zu sagen, wenn es wirklich offiziell ist. Ja, ich denke auch, dass er ein guter Junge ist. Ja, hier einmal für Obig. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ja, ich glaube auch, das könnte was Gutes werden mit dem Obig. Ja, das passt schon. Aber auch da, ne, wie immer, wie bei allen, du musst ihm halt das Vertrauen jetzt geben. Er hat ihn vertuchelt. Ach, vertuchelt. Magic. Naja, Hauptsache Rot-Weiß, Anbu. Wild, ey. Ach so, guck mal, wollte ich noch loswerden, mache ich zum Ende. Jetzt haben wir ja eine Stunde überzogen. Sobald wir Meister sind, werde ich mal einen Termin raussuchen. Für den einen oder anderen, der es interessiert. Und dann werde ich nochmal so einen Talkstream anbieten. Allerdings diesmal dann mit vorab, wer teilnimmt und wer nicht. Entweder melden sich dann 2, 3, 4, 5 People oder halt nicht. Und dann findet der halt statt oder halt nicht. Ne? Nicht nochmal so wie letztes Mal, so spontan und dann hat keiner die Eier oder sowas. Wir werden warten, bis die Meisterschaft durch ist und dann werden wir mal den ganzen Bums, was ich hier heute alleine gemacht habe. So Saison, Meinung, Company, Blau und Sülz, da gibt es ja auch einige, die vieles anders sehen. Von daher wird es da mit Sicherheit ein paar Argumente geben. Ja, das ist der Plan. Wie gesagt, aber da warten wir, bis die Meisterschaft safe ist, damit wir nicht im Konjunktiv reden müssen. Und dann werde ich mal einen Termin raussuchen. Und dann werden wir so einen kleinen Talkstream mal angehen. Wenn nicht da ist, halt Strafe. Wenn nicht da ist, wird auf das Level von Leroy Sané gehoben. Wird dann Zuschauer des Monats gekürt und dann weißt du Bescheid. Wir warten, bis Sané verlängert ist. Ah, nee, da werden wir glaube ich, keinen finden, der eine unterschiedliche Meinung hat, Alter. Oder? Da müsste sich ja jemand hier als Sané-Jünger orten. Das tut ja keiner. Da hat keiner die Eier für. Ja, ich mache jetzt auch Feierabend, Leute. Es war mir ein Fest. Es hat mich gefreut. Ja, nächsten Montag 18 Uhr, wa? Und vielleicht sind wir am Wochenende schon Meister, wer weiß. Mal abwarten. Genau, gute Besserung an Mara, vorbildlich. Leute, schönen Abend, ne? Haut rein. Bis dann. Tschüssi.